Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, der ich gleich verraten werde, was eines meiner Lieblingswörter im Schweizerdeutschen ist. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Ich hoffe doch mal sehr, es ist Susan. Die schweizerdeutsche Variante meines Namens. Oder? Okay, ich bringe jetzt mein Zweitlieblingswort nach Susan. Gut. Weißt du, wie man Puzzle auf Schweizerdeutsch sagt? Ein Puzzle. Ich versuch's nicht. Ich habe was Lustiges in meinem Kopf. Komm, sag's. Puzzle? Das gibt's auch. Nein, aber ich hab's. Es zusammensetzi. Ach, wie schön. Na, ich könnte mich jetzt gerne korrigieren. Gut. Ich hab mir Mühe gegeben, es war natürlich nicht richtig gut, aber. Zusammensetzi. Ja. Aber mit dem S da vorne und das Zusammensetzerchen. So, jetzt weiß ich, was ich meinen Kindern heute Abend beibringe. Und vorher dürfen sie nicht ins Bett. Ins Bettli. Ich dachte, vorher dürfen sie nicht puzzeln. Wir puzzeln gerne. Ihr auch? Ja. Gut. Also, das Puzzle oder Sag's nochmal. Zusammensetzi steht heute auch im Mittelpunkt unseres Mundart-Hörspiels. Kein wortwörtliches Puzzle, also wird jetzt hier nicht gespielt, aber es gibt einen komplexen Fall, der dort in der Region Bern gelöst werden muss. Muss gelöst werden und Kommissar Sterche wäre aber eigentlich gerne ganz woanders. Vielleicht auch beim Puzzeln, aber sicher nicht in Bern, sondern eigentlich im Urlaub. Das stimmt. Geht schon los mit einem Erpresserbrief, das Mysterium. Und dabei wird es nicht bleiben. Die Empfehlung, was man heute machen kann beim Hören dieses Hörspiels, muss ich, glaube ich, nicht mehr aussprechen. Für einmal lasst den Kamin aus. Genau, lasst den Kamin aus, setzt euch lieber an den Tisch. Viel Vergnügen bei Otto Steigers Brüssel. Viel Spaß. Jetzt zur Polizei kommen, weil wir gedacht haben, wir können mir helfen. Ja, aber wie sollen wir euch helfen? Die kommen Drohbriefe über, gut. Nein, gar nicht gut. Habt ihr sie wenigstens da, die Drohbriefe? Nur noch einen. Der dritte, den ich gestern bekommen habe. Zeigt den mal. Moser? So, der ist gut. Ja, bring ihn rauf. Oder nein, warte noch, der Stärke hat noch Besuch da. Ich berichte dir, wenn du springen kannst. Ciao. Da, lies ernst. Das ist der dritte Drohbrief, den ihr Hoffmann bekommen habt. Das ist die letzte Warnung. Ich mach dich kalt, du entgehst mir nicht. Oh wow, das ist ein Geheimkeit, der will es dann wissen. Ja, aber für uns ist es schwer oder fast unmöglich, etwas zu unternehmen. Wir haben keine Anhaltspunkte und nichts. Nein, behalte den Brief mal da, wir wollen ihn untersuchen, vielleicht bekommen wir irgendeinen Hinweis. Ja, es gibt etwa wieder einmal, dass so Drohbriefe verschickt werden. Da müsst ihr euch nichts daraus machen. Meistens ist es einfach eine Kalberei, hin und wieder auch Erpressung. Ein Mord wird selten daraus. Erpressung ist es nicht. Was hat er? Ist noch nicht gut? Mal. Ja, einen Magenkrampf. Ja, es geht gleich wieder vorbei. Soll noch etwas aus der Apotheke kommen? Nein, ich hilft nichts mehr aus der Apotheke. Geht schon wieder ein bisschen besser. Meistens geht es nur ein paar Sekunden, nachher wird es wieder erträglicher. Wieso keine Erpressung? Bei uns ist nichts zu holen. Auf jeden Fall tut ihr uns berichten, wenn ihr wieder so einen Brief bekommt. Ich bin zwar in den nächsten 3 Wochen nicht da, ja vom Samstag an Ferien, aber der Herr Moser tut sich damit befassen. Gebt uns vorläufig mal den Namen und die Adresse. Meinetwegen. Hoffmann. Karl. Mit einem oder 2 F? Nein. Beruf? Ich habe eine Holz- und Kohlenhandlung im Weiler Holzweg 15. Wieso sagt ihr denn bei euch, sei nichts zu holen? In einer Holz- und Kohlenhandlung ist doch etwas zu holen. Nicht bei uns. Vielleicht ein paar Briquettes, das ist alles. Wir haben kein Öl. Verheiratet? Ja. Hat das etwas mit diesen Briefen zu tun? Wie alt seid ihr? Herrgott, Donnerwetter, was ist schon los? Bin ich angeklagt hier? 52 und meine Frau ist 30. Kinder haben wir keine Länge zu setzen. Erst 30? Ja, warum? Ist vielleicht verboten, eine junge Frau zu haben. Nein, im Gegenteil, es sollte obligatorisch sein. Hört, ich muss jetzt gehen. Tut mir zu fest weh. Wenn ich wieder so einen Brief bekomme, sage ich mir einen Bericht an dir. Adieu, Herr Hoffmann. Was meinst du? Und das ist doch ein Seich. Es wird einer mit seiner Frau hauen, will ihm aus irgendeinem Grund ein bisschen Schiss einjagen. Wenn die erst 30 ist. Er sieht dann aus wie 70. Der Keibenpullover. Siehst du? Er ist einfach kleiner geworden, als Talis nicht gewaschen hat. Sauerei. Der Pullover ist nicht kleiner geworden, aber du hast einen Ranzen bekommen. Du musst dich ein bisschen mehr bewegen. Oder einen neuen Pulli kaufen, das wäre bequem. Ist der Brief über, sie sollen schauen, was für eine Maschine das ist.
Neu ist sie auf jeden Fall nicht. Die Reihe tanzt aus der Reihe. Siehst du? Du, Alice, was ist da in diesem Koffer? Lebensmittel. Wieso schleifen wir das Lebensmittel auf Adelboden rauf? Dort kann man auch Hörnchen kaufen. Aber morgen ist Sonntag. Und morgen willst du doch auch etwas essen, oder? Ah, ja. Hoffentlich haben wir schönes Wetter als hier. Ein Saupflotsch macht mich fertig. Und der Husten, du kadert noch in dem Tram. Ich bin froh, können wir gehen. Mir denkt, sie haben die Ferien noch nie so nötig gehabt. Stärke? Rauchiger, grüß dich, Stärke. Ja, grüß dich, Kommissar. Wie geht's? Mir geht's gut, ja, Ferien. Ja, eben, wegen dem Leuten ja. Es ist ja so, die Woche hat er doch den Besuch von einem Herrn Hoffmann gehabt, am Mittwoch. Hoffmann, da kann ich mich nicht besinnen. Weiss der Moser nicht? Wo, er weiss es. Der Hoffmann ist scheint wegen Drohbriefen gekommen. Ja, der. Oh, jetzt kommt's mir. Warum? Er ist tot. Sternenkieb. Ermordet? Machtgattig. Weil er holt 2,15, die anderen sind schon draussen. Nein, Herr Kommissar. Ja, Ferien, das soll der Moser machen. Ich möchte, dass dir den Fall übernehmen. Die Ferien laufen noch nicht davon. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht alles rückgängig machen, so 1 Stunde auf die andere. Ja, in Adelboden oben ein Häuschen gemietet. Das kann doch jetzt Wegen Mikro dem zählen, mal ein Häusli anderer findet man machen, nicht schon eine gegen ich. Lösung. Mir ist wichtig, dass dir den Fall übernehmen. Ist das klar? Ja, es ist ganz klar. Alles ist klar. Ich kann ja schauen, wenn ich zu Rand komme. Das ist einfach eine Sauerei, Willer so holt etwas. 2,15. Es tut mir leid, aber das muss sein. Ja, ist schon gut. Adieu, Herr Kommissar. Es tut ihm leid. Mit dem habe ich dich gefressen. Alice! Kannst du den Koffer wieder auspacken? Wir gehen nicht. Ist etwas passiert? Nichts Wichtiges. Nur ein Mord. Das sieht einmal nicht nach einem schwierigen Fall aus. Nach meiner Meinung ist das so gewesen. Hört über dass denen, die etwas davon verstehen. Sag ernst. Sally Walti, ich habe gemeint, du seist schon lange zu Adelboden. Ja, noch. Ich habe schon gewusst, dass er dich verwünscht. Der überlässt mir doch so einen Fall nicht. Für das ist der Moser doch zu blöd. Er ist gerade recht, um einen Säckel einen zu holen, der sein Velonummerchen nicht gelöst hat. Komm, stürm nicht, gell? Mir lenkt es sonst. Seid ihr der Mann von der Polizeiwache? Ja, ich habe das Telefon abgenommen. Also, Ein grösserer Doktor. Weiss man die Todesursache? das soll klar sein, nicht. Mit dem Loch in der Ich Schläfe. höre es gleich ganz gern von euch, Herr Doktor. Schuss in den Kopf. Aus einer Distanz von 50 bis 60 cm. Die Waffe ist nicht da mehr ausdurchsucht. Scheint ein klarer Fall zu sein. Offenbar war an diesen Briefen doch mehr dran, als man meinen konnte. Er ist im Bett gesessen, als er erschossen wurde. Im Pyjama auf dem Bett. Den Kampf hat es nicht gegeben. Es war auch so jemand, den er kennt hat. 2 Schüsse waren es. Der eine, sicher der erste, ist dort in die Wand. Ja, ich sehe es. Praktischer Schuss, was meinst du? Da weiss man auch genau, wenn es passiert ist. Sind die Fenster offen? Nein, als ich kam, war alles zu. Ich habe Frau Hoffmann gefragt, sie hat gesagt, die Fenster seien gegen alle zu. Er schläft im Winter mit zu einem Fenster. 2-mal durch das Haus durchsuchen, ob man Waffen findet oder sonst etwas. Was ist denn das denn? Ist das das Büro da in diesem Anbau? Steht einmal angeschrieben, Büro. Also, wie ist es zugegangen? Man hat auf den Posten telefoniert. Ja, etwas nach der Nacht. Ich habe es abgenommen, darum hat der Chef gesagt, ich soll selber kommen, wenn es jemanden Fragen gäbe. Gut, wer hat telefoniert? Frau Hoffmann selber. Sie hat gesagt, man soll sofort kommen, es habe ihrem Mann etwas gegeben. Ist sie aufgeregt gewesen? Ja, sie hat gesagt, sie sei aufgeregt. Ich bin sofort gekommen, um 8:16 bin ich hier gewesen. Wer hat aufgemacht? Frau Hoffmann. Wie sieht sie aus? So gut. Ist euch sonst noch etwas aufgefallen? Hat Frau Hoffmann? Nein, was nach ihr aufgefallen ist, habe ich mitbekommen. Sonst nichts. Nur, dass die Uhr steht. Aber das habt ihr vielleicht auch gesehen. Ja, das habe ich. Ich gehe jetzt hier in das Nebenzimmer über. Ich sage der Frau Hoffmann, ich würde gerne mit ihr reden. Wenn sie mag. Tima schon. Frau Hoffmann, zuerst möchte ich euch kondolieren. Merci. Ich bin mit der Aufklärung von diesem Verbrechen beauftragt und sollte euch ein paar Fragen stellen. Aber wenn es noch so kurz nach dem Tod von eurem Mann nicht recht ist, dann können wir es verschieben. Mir ist es recht. Ich wollte noch gerade sagen, ja, einfach für jedes Missverständnis auszuschalten. Ich bin nicht eine sogenannte untröstliche Witwe. Mein Mann war mir ziemlich gleichgültig. Ich ihm übrigens so. Das ist ja gut.
Wann habt ihr das Verbrechen entdeckt? Heute Morgen, als ich aufgestanden bin. So um die 7 Uhr herum. Meistens ist mein Mann um diese Zeit schon auf, aber heute eben nicht. Ich habe ein bisschen gewartet, dann bin ich zu einem über und habe das gesehen. Ihr habt im Zimmer alles so lassen, wie es war. Natürlich. Ich habe nur umeinander geschaut, ob ich irgendwo eine Waffe finde. Aber es ist keine rumgelegen. Du hast nicht telefoniert. Seid ihr gestern am Abend mit eurem Mann ins Bett gegangen? Erstens haben wir schon lange getrennte Schlafzimmer. Das kann jeder machen, wie er will. Und zudem war ich gestern Abend im Stadttheater. Ich habe ein Abonnement gegen am Freitag. Mein Mann war mit der Tina alleine daheim. Tina, das ist eure Hausangestellte? Ja, ein Italiener, aber sie kann gut Deutsch. Nein, ich werde nachher auch mit ihr reden. Frau Hoffmann, es deutet alles darauf hin, dass das Verbrechen von jemandem ist begangen wurde, der sich hier gut auskennt hat. Von jemandem quasi, der hier daheim ist. So. In diesem Fall gibt es nicht viele Verdächtige. Nur Tina und ich. Alle Fenster waren zu und die Türen geschlossen. Da kann schon nicht gut einer von draussen reinkommen, oder? Habt ihr Kinder? Ist das eine Frage, die in einem engen Zusammenhang mit dem Mord steht? Nein, gar nicht. Ich habe nur vorhin ein Mädchen gesehen, über den Hof springen. Das ist die Regula, der Tina ihres Kind. Wir selber haben keine Kinder. Heute ist nicht die Zeit für Kinder auf die Welt zu stellen. Was ist der Mann von dieser Tina von Beruf? Sie ist nicht geheiratet. Wenn seid ihr gestern Nacht vom Theater heimgekommen? Aha. Der Verdacht konzentriert sich auf mich. So um die 12 Uhr, vielleicht ein bisschen früher. Und da war die Haustür geschlossen? Die Haustür geschlossen und alle Fenster zu. In dem war mein Mann sehr gewissenhaft. Es ist ja nichts, aber in dem schon. Dann habt ihr also euren Mann nicht mehr gesehen, als ihr heimgekommen seid? Ihr habt doch nichts von ihm gehört, zum Beispiel Hust oder Schnitzen? Wenn er doch am 10 ist erschossen worden. Wieso am 10? Wegen der Uhr. Es könnte natürlich auch jemand um 2 Stunden hingestellt haben, für sich ein Alibi zu verschaffen, nicht? Ja, tatsächlich, daran habe ich gar nicht gedacht. Hat euer Mann finden gehabt? Für das man finden kann, muss man jemand sein. Natürlich muss ich zugeben, dass ich nicht weiss, was er den Tag durchgemacht hat, wenn er nicht daheim war. Das hat mich auch nicht interessiert. Ist er häufig weg gewesen? Er hat gelebt, wie wenn es außer ihm auf der Welt niemand gäbe. Hier hat er nur gegessen und geschlafen. Manchmal nicht einmal geschlafen. Interessiert hat er sich für nichts. Für das Geschäft nicht, für mich nicht. Einfach für nichts. Und gearbeitet hat er auch nicht. Das war unter seiner Würde. Gearbeitet und zum Geschäft geschaut hat seine Frau. Was hat er den ganzen Tag gemacht, wenn er fort war? Ich sage, ich weiss es nicht. Vielleicht hat er eine Freundin gehabt. Hat mir eigentlich nicht den Eindruck von einem Schürzjäger gemacht. Habt ihr ihn gekannt? Er war letzten Mittwoch bei mir. Er hat Drohbriefe bekommen. Habt ihr von dem nichts gewusst? Drohbriefe? Wir haben die Drohbriefe leider auch nicht ernst genommen, aber jetzt hat sich eben gezeigt, dass doch etwas dahinter war. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschrieben. Ja, dann wären wir vorläufig fertig, Frau Hoffmann. Wenn ihr mir jetzt noch das Fräulein Tina holen? Bitte. Ernst, hast du einen Augenblick Zeit? So. Mir gefällt es dir? Hübsch und arrogant. Fast zu arrogant, für das sie nichts zu verstecken hat. Und bei dir gibt es etwas Neues? Eine Waffe ist auf jeden Fall nicht rum. Es war also sicher jemand aus dem Haus. Es gibt nämlich auch nie eine Spur um das Haus herum. Und dann noch etwas anderes. Sie haben einen Wolfshund, ein Mordsbiest. Am Tag läuft er frei um, aber zur Nacht kommt er an die Kötte. Im Sommer von Ross, im Winter im Hausgang. Er scheint ganz verrückt, wenn jemand fremd in die Nähe kommt. Das ist Tina, die Hausangestellte. Kannst ja da bleiben, vielleicht kommt dir auch etwas in den Sinn, was du fragen kannst. Herein! Guten Tag miteinander. Isel kommen. Ja, nehmt euch Platz, Fräulein... Veronesi. Fräulein Veronesi. Mein Name ist Sterchi und das ist der Herr Moser. Ja, ich habe ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Mord am Herrn Hoffmann. Seid ihr schon lange an dieser Stelle? Fast 10 Jahre. Aha. Wie alt seid ihr?
Im Mai werde ich 30. Die seid gestern am Abend allein mit dem Herrn Hoffmann daheim gewesen. Ja, er und ich und die Regula. Das ist eure Tochter. Wie alt ist sie? 7. Sie geht in die 1. Klasse. Das Kind. Erzählt uns, wie war das gestern am Abend? Ich weiß nicht. Wie immer. Nach dem Nachtessen hat sich die Frau Hoffmann angelegt und ist ins Theater. Ich habe die Küche gemacht und der Herr Hoffmann hat in der Stube die Zeitung gelesen. Es war ihm nicht so gut. Er hat wahrscheinlich ziemlich Schmerzen gehabt. Nichts Außergewöhnliches in seinem Verhalten. Ja, es kommt mir gerade in den Sinn. Er hat die Zeitung nicht gelesen. Die Regula hat ihm sie gebracht, wie jeden Abend, aber er hat gesagt, ich wollte nichts lesen und sie ist mit in die Küche gekommen. Ich habe gedacht, er wird wieder seine Laune haben. Wie war er denn, wenn er seine Laune hatte? Merkwürdig. Er hätte lange in eine Ecke starren. Aber gestern hat er nicht so eine schlechte Laune gehabt. Er hat die Regula gerufen. Und ich habe gehört, wie er ihr eine Geschichte erzählt hat. Sie hat gelacht. Ist es häufig vorgekommen, dass er der Regula Geschichten erzählt hat? Ja, schon etwa. Aber nur weil die Frau Hoffmann nicht daheim war. Hat er Angst vor seiner Frau gehabt? Angst? Nein, Angst nicht. Er hat einfach nicht geredet, wenn sie da war. Allemal hat er die Regula gern gehabt. Ja. Und das Kind? Ja, es hätte ich noch gern gehabt. Weiter, was war gestern? Ja, so. Am 8. habe ich die Regula ins Bett da. Nachher bin ich in die Stube und ich habe noch etwas genäht. Etwa um 9:30 oder ein bisschen später hat Herr Hoffmann gesagt, ich gehe auch unter und er ist gegangen. Wann seid ihr ins Bett? Ich habe noch meine Arbeit fertig gemacht. Ja, etwa 10:30. Ein Schuss habt ihr nicht gehört? Nein. Habt ihr kontrolliert, ob die Türen und die Fenster zu waren, bevor ihr ins Bett seid? Das hat Herr Hoffmann gemacht. Vielleicht hat er es gestern vergessen und da hätte ein Fremder reinkommen. Er hat es nicht vergessen. Und der Rex war die ganze Nacht im Ausgang. Es hat also niemand rein können. Wenn man aber annimmt, dass ihr allein seid mit dem Herrn Hoffmann und dass niemand reinkommen konnte, dann sieht es eher dumm aus für euch. Bellt der Hund auch, wenn die Frau Hoffmann heimkommt? Nein, aber wenn Fremde in die Nähe kommen. Wie war euer Verhältnis zum Herrn Hoffmann? Meine Verhältnisse? Also das verstehe ich jetzt nicht. Warum? Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Am besten die Wahrheit. Also, ich hatte nicht ein schlechtes Verhältnis. Aber mit seiner Frau ist er nicht gut ausgekommen. Nicht so gut. Sie haben manchmal Krach gehabt. Er hat zwar nie viel gesagt, er ist meistens einfach fortgegangen. Wegen was habt ihr den Streit gehabt? Meistens wegen dem Geschäft oder wegen dem Geld. Frau Hoffmann hat gesagt, ihr hättet vielleicht eine Freundin gehabt. Kann das sein? Ich weiss halt nicht. Kann schon sein. Und bei euch hat er nie probiert? Was probiert? Wieso bei mir? Ja, der sieht doch gut aus. Ich könnte mir vorstellen, wenn einer ging mit euch zusammen lebte. Ja, also ich weiss nicht. Vielleicht früher einmal, aber schon lange nicht mehr. Wenn er kam, habe ich sofort gesagt, lass mich in Ruhe. Ah, ihr seid Tutzis mit dem Herrn Hoffmann? Lasst mich in Ruhe, so habe ich gesagt. Aber früher war euer Verhältnis enger. Ich weiss nicht, was ihr meint. Wohl, ihr wisst es. Macht doch keine Tänze, das erfahren wir gleich. Früher. Aber schon lange nicht mehr. Ihr seid seine Freundin? Ja. Er ist der Vater von der Regula. Stimmt's? Ja. Weiss es Frau Hoffmann? Ja. Aha. Man sieht von hier ins Büro über. Wer ist das, was die Frau Hoffmann mit dem redet? Das ist der Buchhalter, der Herr Bürgi. Hallo Ernst. Hallo Walti.
Jetzt wären wir schon einen Tag zu Adelboden, wenn der Blödsinn nicht dazwischen kommen. Du bist ja viel Wöhler hier. Dort oben schneit sicher auch. Und in den Bergen bist du blöd dran. Hier ist doch ein interessanter Fall. Kommst ja für sie wieder Teufel. Wenn du so weitermachst, bist du übermorgen fertig. Der Mörder hinter Schloss und Rigo und du kannst auf Adelboden. Du bist ein Kalb. Hast du gesehen, im Bund und im Tagblatt haben sie ein Bild vom Hof gebracht. Vielleicht telefoniert jemand, der etwas über ihn weiss. Ja. Und da ist noch der Bericht vom Labor wegen der Schreibmaschine. Eine alte Hermes 2000. Und der Schubisser war da im Stadttheater. Es stimmt, sie war am Freitag der. Garderobenfrau Masaguterin. Das glaube ich. Weiss ich nicht, wer der war, hat sie es raffinierter angestellt. Aber das Theater war um 11:45 Uhr aus. Dann hat sie kurz nach den 11 daheim sein. Sie schiesst noch und stellt die Uhr um eine Stunde zurück. Möglich wäre es schon. Mit der Zeitangabe sind sie im Gerichtsmedizinischen ziemlich wahr. Ich gehe jetzt noch einmal an die Wiederholtstrasse zu dem Bürki. Schau doch, ob du etwas erfahren kannst über eine Lebensversicherung. Es ist einfach fürchterlich, so etwas. Ich kann es immer noch nicht glauben. Trotzdem sollten die mir ein paar Fragen beantworten. Ja klar, selbstverständlich. Wenn ich etwas zur Aufklärung beitragen kann, dann mache ich es gern. Aber ich bin halt nur angestellt. Über die persönlichen Verhältnisse von Hoffmanns weiss ich wenig. Wisst ihr, Herr Bürki, ich wollte vor allem mit euch reden, weil ihr doch neutral seid. Ich meine, ihr kennt den Herrn Hoffmann und ich kann mich auf euer Urteil verlassen. Ihr seid ein vernünftiger Mann mit einem gesunden Menschenverstand. Was ich bis jetzt über den Toten gehört habe, tönt nicht gerade besonders gut. Er sei ein Egoist gewesen, hat nur an sich selber gedacht und so weiter und so weiter. Ja, also das stimmt natürlich. Aber andersherum heisst es wieder, er sei besonders lieb gewesen mit einem Kind, mit der Regula. Das darf Sie nicht wundern. Aber wie gesagt, das geht mich nicht an. Es ist sein Kind, ich weiss. Seid ihr schon lange hier? Fast 2 Jahre. Der Herr Hoffmann soll sich nicht viel um das Geschäft gekümmert haben. Nicht viel ist gut. Überhaupt nicht. Aber es hat ihm gehört. Und theoretisch ja, auf dem Papier. Aber geführt hat seine Frau. Mit eurer Hilfe, hat sie mir gesagt. Leicht war das sicher nicht für sie. Da hätte sie für alles den Mann fragen und der war ja meistens nicht daheim. Wisst ihr, was er so den ganzen Tag getrieben hat, wenn er nicht da war? Wissen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber man kann sich ja den Finger abzählen, nicht? Nach dem, was vor Jahren mit der Veronesi passiert ist. Liebesgeschichte. Ja, genau. Sie machen sich also auch Gedanken darüber? Ich weiss nicht, in seinem Alter. Gerade die Alte. Manchmal ist er doch nicht einmal zum Schlafen heimgekommen. Wo war er denn gewesen? Hoffmann und Co. Holz und Kohle? Moser, ist der Herr Stärke da? Ja, er ist da. Nur einen Augenblick. Für Sie, Herr Stärke. Messi. Soll ich so lange rausgehen? Ja, das wäre nett, ja. Stärke? Salut. Sali Ernst. Ich habe es herausgefunden wegen der Lebensversicherung. Das ist interessant. Vor 2 Jahren hat er eine abgeschlossen. Eben ja, das hat mich doch gewundert. Wie hoch? 250'000. Sternenkäb. Das hat sich also gelohnt. Sicher zu der Frau in Gunst. Sowieso. Aber mit einem eigenartigen Zusatz. 160'000 bekommt sie, 90'000 die Regula und die Nutzniessung von diesen 90'000 hat die Mutter von der Regula, bis das Kind volljährig ist. Aha. Ja, no, wir sind ja mal wieder einen Schritt weiter. Ich habe dir ja gesagt, in 3 Tagen kannst du Koffer packen. Ciao. Merci, Sali Ernst. So, Herr Bürki, dann wollen wir noch ein bisschen weiterfahren. Dass ich es nicht vergesse, ich sollte neue Privatadressen haben. Vielleicht schreibt ihr mir sie da gerade auf der Maschine. Privatadresse, gern. Löchli gut, Weg 94. So, merci. Aber bitte, bei mir daheim darf niemand etwas erfahren. Ich habe dort nur ein Zimmer, verstehen Sie? Es wäre mir mehr als peinlich. Ja, wenn Sie würden, ist ja kein Grund, oder? Macht euch keine Sorgen, reine Formsache. Habt ihr noch eine andere Schreibmaschine? Nein, das ist die einzige. Und daheim? Daheim habe ich keine. Der Herr Hoffmann hat euch also im Ganzen keinen guten Eindruck gemacht?
Man sollte über die Toten nicht schlecht reden, sein. Man sagt's, ja, aber es ist anzunehmen, dass es den Toten gleich ist. Natürlich sollte man berücksichtigen, dass er krank war. Die ständigen Schmerzen zermürben einem, das ist klar. Trotzdem, die Sorgen ums Geschäft hat er ganz seiner Frau überlassen. Aber das Geld aus der Kasse hat er dann schon genommen. Wie läuft das Geschäft eigentlich? Wenn ich ehrlich sein muss ich sagen, nicht gut. Sie sehen es ja selber. Jetzt im Februar ist Hochsaison. Alles, was wir heute zu liefern hatten, sind 3 Zentner Bricke und etwa 8 Räufe Tannenholz. Man sollte halt Öl haben. Aber da braucht es Mittel zum Investieren. Vielleicht gibt es jetzt Geld. Der Hoffmann soll eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen haben. So. Und davon weiss sie halt nichts. Ich würde es der Frau Hoffmann auf jeden Fall gönnen. Ist es wahr, dass ihr Mann schon lange nichts mehr vorher wissen wollte? Das ist gut. Ist genau umgekehrt. Sie hat von ihm nichts mehr wissen. Kommt ihr mit ihr gut aus? Ja, ganz gut. Sie ist eine tüchtige Geschäftsfrau. Sonst ist sie den ganzen Tag auf dem Büro, aber jetzt ist sie natürlich ein bisschen zu unter sie. Hoffentlich findet sie den Mörder. Das geht nur noch ein paar Tage. Es kann ja nur jemand aus dem Haus sein. Eben ja, das denke ich auch. Es ist im Grunde genommen alles klar. Die meinen Frau Hoffmann? Nein, die hat das Alibi. Wieso wisst ihr jetzt das? Wieso ich das weiss? Eigentlich weiss ich es nicht, aber sie geht doch am Freitag ins Stadttheater. Nein, ich denke da an jemand anders. An jemanden, der Gelegenheit hat und auch Grund zum den Hoffmann zu hassen. Ich will keinen Namen nennen, aber sie kommen sicher drauf. Ich wollte mir Mühe geben. Noch eine letzte Frage. Wo seid ihr am letzten Freitagabend gewesen? Am Freitagabend? Ja, wie war jetzt es? Ja, das wäre ja am Abend. Vom Verbrechen, ja. Oh, ja, da mag ich mich jetzt zum Glück gut erinnern. Ich habe im Möwenpick am Bahnhof zu Nacht gegessen. Ein Riz Colonial. Allein? Allein? Hat noch jemand gesehen? Warum? Sie werden doch nicht... Nein, es ist nur für einen Rapport. Und nachher? Nachher... Ja, warten Sie jetzt... ja, jetzt kommt es mir wieder. Im Kino bin ich im Rex. Was haben Sie gespielt? Ja, so ein Gangsterfilm. Massenmord in San Francisco. Ist ja gut. Ich sehe Gangsterfilme gern, aber meine Frau kommt nur mit, wenn sie nicht zu brutal sind. Könnte es mit ihr wagen? Ja, was soll ich sagen? Es ist natürlich ein Gangsterfilm, nicht? Und halt eben Massenmord. Halt typisch amerikanisch. Ja, dann gehe ich vielleicht doch besser nicht. Vielleicht hast du schon recht, kann schon sein, aber so viele Ferienwohnungen findest du schon wieder nicht. Kriminalpolizei Stärke. Da bleibt Frau Treusch, oder? Ja, Frau Treusch, um was geht's? Ich sollte eben mit dem Herrn reden wegen dem Hoffmann. Mein Mann hat mir keine Ruhe gelassen und gang gesagt, jetzt telefonierst, weil ich eben den Blödsinn gesagt habe, oder? Was für ein Blödsinn, Frau Treusch? Ich habe doch gesagt, Frau Hoffmann sei am Freitag im Theater gewesen. Ja, seid ihr Garderobe-Frau? Eben ja. Und gestern Abend meint das Fräulein Tröndle, das ist die am Freitag neben der Frau Hoffmann sitzt, oder? Also das Fräulein Tröndle macht zu mir, habt ihr gehört, was mit dem Mann von der Frau Hoffmann passiert ist, macht sie nur. Denk wohl, habe ich's gehört, sage ich. Die von der Polizei waren ja schon bei mir gewesen. Die werden Augen gemacht haben, wo die ihnen gesagt hat, nein, sie ist nicht da gewesen, hat sie gesagt. Ich bin fast ab dem Stuhl runtergefallen, wo die mir so kommt. Ich habe nur gesagt, warte, sie ist doch da gewesen. Aber das Fräulein Tröndle hat Tür auf fest behauptet, nichts ist, sie ist nicht im Theater gewesen. Darum hat eben mein Mann gesagt, jetzt telefonierst, oder? Ja, der hat recht gehabt. Wo wohnt das Fräulein Tröndle? Nicht mehr im Kirchenfeld. Nein, finden Sie schon. Merci. Denn mir gefällt auch nichts, dass ich zuerst etwas Falsches gesagt habe. Mir ist einfach gern noch, sie sei der gewesen. Aber eben, wenn man fast Abend für Abend im Theater sitzt, dann weiss man zuletzt nicht mehr, was wahr ist und was gelogen, oder? Das ist schon in Ordnung. Macht euch keine Sorgen. Adieu, Frau Trösch. Adieu, Herr Stärchi. So, jetzt haben wir sie. Sie war doch nicht im Theater, das Kälberluder. Garderobe-Frau hat ihr ein Eich angegeben. Ich habe das ja gesagt, dann vor Wochen könntest du in die Ferien gehen. Auf jeden Fall darf sie nicht manche Dummheit machen, sonst nehme ich sie hoch. Es kommt mir nur ein bisschen komisch vor, dass sie das nicht besser vertuscht hat. Sie ist doch so raffiniert. Es hat übrigens eine telefoniert. Eine, die man aus der Zeitung kennt hat. Der Zettel liegt auf deinem Pult. Oh. Nein, der oben links, neben dem Joghurt. Fräulein Steffen, Pension. Zu der gehe ich jetzt gerade. Hast du viel zu tun? Frag nicht.
Sag einfach, was ich machen soll. Du dich auf der Kantonalbank erkundigen, wie die Firma steht. Mir dünkt, sie warten ein bisschen ungeduldig auf das Geld von der Versicherung. Aber dort habe ich eine Regel vorgeschoben. Ich habe gesagt, sie sollen erst zahlen, wenn ich es sage. Fräulein Steffen? Ja, was wünscht ihr? Mein Name ist Stärke, Kriminalpolizei. Ihr habt uns telefoniert wegen Herrn Hoffmann. Aha, ja. Seid so gut, Herr Stärke. Wir gehen gerade dafür. Sitzen da, Herr Stärke. Darf ich euch etwas anbieten? Nein, merci. Ich habe den Herrn Hoffmann gekannt. Darum habe ich angerufen. Wie lange habt ihr ihn gekannt? Seit dem vorletzten Herbst. Erzählt mir ein bisschen über ihn. Am besten fange ich an zu erzählen, wie ich ihn gelernt kennen. Ja, gut. Einmal, als ich vom Kommissionen machen heimkam, ist er vor dem Haus an der Mauer gelehnt. Er war ganz gelb im Gesicht. Und man hat ihm sofort angesehen, dass ihm etwas fehlt. Ich habe ihn gefragt, ist euch nicht wohl, kann ich helfen? Er hat gesagt, es ist ein Magenkrampf, ich habe das öppe, es geht gleich vorbei, merci. Kommt doch auf, ich mache eine Tasse Kamillentee, habe ich gesagt. Er ist raufgekommen und ich musste ihn stützen, so weh hat es ihm da. Er hat den Tee getrunken, ist aufgestanden, aber ich habe gesagt, nichts ist, so lasse ich euch nicht gehen, jetzt liegt ihr zuerst noch ein bisschen ab. Er ist abgelegen, aber nicht lang, da ist er gegangen. Ich habe nicht mehr daran gedacht, aber nach ein paar Tagen läutet es und er steht mit einem grossen Blumenstrauß draussen. Er wollte mir nur merci sagen, weil ich so nett war. Er ist geblieben und hat mir aus seinem Leben erzählt. Er war ein bisschen einsam. Sehr einsam. Später hat er mir mehr wieder einmal gesagt, ich sei der einzige Mensch auf der Welt, den er Vertrauen hat. Mich hat er gedauert, so ganz allein. Und dann ging das Magenweh und keine Hoffnung. Er hat ja Krebs gehabt, er hat es gewusst. Er hat nicht Krebs gehabt, das ist einwandfrei festgestellt. Nicht? Aber er hat es gemeint. Das ist... Ja. Mit der Zeit ist es eine Gewohnheit geworden, dass er zu mir gekommen ist, am Tag oder am Abend. Und ich habe ihm hier das hinterste Zimmer eingerichtet. Dort hat er sein Bett gehabt, seine Bücher. Und mir jetzt dünkt, in diesem Zimmer fühlt er sich daheim. Ist er euer Freund gewesen, meine ich? Ich weiss, was ihr meint. Ich bin 58 und er war schon nicht mehr der Jüngste gewesen. Wir haben einander gut mögen, aber es ist nichts. Wir waren einfach beide allein und haben uns wegen dem zusammengefunden. Hat er euch von den Schwierigkeiten mit seiner Frau erzählt? Er hat nie etwas Schlechtes von ihr gesagt, nie. Wenn man ihn gehört hätte, war nur immer er im Fehler. Sie war ihm einfach überlegen, im Geschäft und überall. Und das hat ihn am meisten mögen, das habe ich schon gemerkt. Darum ist er auch fort von daheim. Vor ihr ist er sich wie ein Häufchen Dreck vorgekommen. Ja, so war es wahrscheinlich. Dürft ihr schnell einen Blick in sein Zimmer werfen? Natürlich, kommt nur. Es hat doch sicher nichts geholfen, was ich erzählt habe. Aber ich habe gedacht, ich will es gleich erzählen. Man weiß ja nie. Es hat mir viel geholfen. Bis jetzt war er für mich nur ein Schatten, ohne Leben, flach wie ein Abziehbildchen. Aber jetzt sehe ich plastisch vor mir. Nein, Fräulein Steffen, ihr habt mir sehr viel geholfen. Da wäre sein Zimmer. Viele Bücher hat er gehabt. Ja, er hat enorm viel gelesen. Ist das seine Schreibmaschine? Ja. Ich möchte gerne ein paar Worte draufschreiben. Bitte, bitte. Sternenkäb. Was ist? Wir haben im Büro einen Brief, der an ihn adressiert ist und der auf dieser Maschine ist geschrieben wurde. Hat er hier einmal Besuch bekommen? Nie. Er hat gern gesagt, das wisse kein Mensch, dass er hier sei. Und ihr habt ihm doch auch keine Briefe geschrieben? Nein, und das sicher nicht auf der Maschine. Ich habe das nie gelernt. Er müsste sich ja...
Er müsste sich ja den Brief selber geschrieben haben. Kann das sein? Ja. Ja, das kann sein. Gut steht die Firma auf jeden Fall nicht. Betreibung hat es zwar keiner, auf der Bank haben sie nichts gegen die Frau Hoffmann. Im Gegenteil, sie sind tüchtig und zuverlässig. Nur eben, das ist nicht viel. Es läuft einfach zu wenig. Wer kauft denn heute noch Holz und Kohle? Ich möchte nur wissen, warum der Bürki noch bleibt. Das ist doch klar, die zwei hauen es miteinander, und zwar schon ziemlich lang. Ich bin nachher noch bei dieser Frau Hartmann im Löchli gut gewesen, dort wo der Bürki wohnt. So, was sagt sie? Am Abend bringt er ab und zu eine heim. Die Frau passt auf wie ein Heftlimacher, die weiss genau, wie sie aussieht, wenn sie kommt, wenn sie geht. Ist es gegen die gleiche? Ja, offenes dunkles Haar, etwa 30, ein bisschen kleiner als er. Darfst du 3-mal raten? Nein, für mich ist das ganz klar, die zwei wollen heiraten, darum hat der Hoffmann weg müssen. Aber warum schreibt er sich selber Drohbriefe? Er hat sich gesagt, wenn er uns Drohbriefe zeige, würden wir eher etwas unternehmen, als wenn er sagen kann, meine Frau will mich umbringen. Aber es stimmt einfach etwas noch nicht. Irgendetwas, und ich weiss nicht was. Sie haben schon 3-mal bei der Bank ein Kreditgesuch eingereicht, für einen Zisternenwagen zu kaufen. Aber die Sicherheit hat nicht gelenkt. Das Schönste kommt jetzt noch. Ende Monat sind 3 Wechselfällig. 2 davon sind schon einmal prolongiert worden und der Gläubiger hat erklärt, weitere Verlängerung gäbe es nicht mehr. Ich muss also jetzt die letzten Tage noch das Geld auftreiben, sonst wird ihre Holzhandlung unter einem Viertel weg versteigern. Wie hoch sind die Wechsel? Zusammen 95'000. Sternchen. Und das ist auch das Motiv, glaubt mir's. Wir haben das Motiv, aber was haben wir für Beweise? Dass sie versucht hat, ihr Alibi zu fälschen, dass sie das Geld dringend braucht und dass sie die Gelegenheit hatte. Ein guter Verteidiger verheisst uns die sogenannten Indizien wie ein Fötzel Scheissepapier. Stärke. Herr Bürki. Ja, ist gut, schickt ihn hinterher. Du Ernst, könntest du mir einen Gefallen tun? Schau, ob dann einer frei ist. Er soll den Bürki beschatten, wenn er hier fortgeht. Ich möchte gerne wissen, was er nachher macht. Ist gut. Rein. Grüß Gott, Herr Stärki. Grüß Herr Bürki, hockt ab. Gibt es etwas Neues, dass ihr zu mir kommt? Nein, ich bin einfach ganz zufällig da vorbeigekommen. Ja, und da habe ich gedacht, vielleicht möchten Sie noch etwas fragen oder so. Ja, wenn ich helfen könnte. Ja, keine Frage. Aber Sie macht doch Fortschritt, oder? Man macht gegen jemanden Fortschritt, warum? Ich frage nur so. Natürlich wäre ich froh, wenn es weiterginge, schon wegen dem Verdacht, der doch auf einem lastet. Also mich macht das ganz zu unter Rapsi. Da hat man halt manchmal den Eindruck, dass die Polizei zu langsam vorgeht. Obschon sie sicher besser wissen, was sie zu tun haben. Sicher. Und besonders, wenn man selber weiss, wer es gemacht hat. Ja, weiss man das? Aber das ist doch klar. Der Herr Moser, den kennt ihr ja. Ja. Du Ernst, der Herr Bürki sagt mir gerade, dass er weiss, wer den Mord begangen hat. Das ist aber schon flop von ihm. Wer, Herr Bürki? Aber das ist doch klar. Ich habe dem Herrn Stärki schon gesagt, wer ich im Verdacht habe. Er meint Fräulein Veronesi. Natürlich ist sie wegen dem nicht, wie man sagt, eine gewöhnliche Mörderin. Sie hat sich einfach nicht mehr zu helfen gewusst. Der ist ja manchmal ganz wahnsinnig auf sie losgegangen. Und dazu immer noch seine Drohungen sorgt dafür, dass sie ausgewiesen wird. Ist es wirklich so gewesen? Und wie? Das ist doch auch das Motiv von ihr. Aber ein Motiv nützt uns nichts, wenn wir keinen Beweis haben. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich vorbeikomme. Ich bin nämlich bombensicher, wenn sie die Veronesi ein bisschen in die Zange nehmen würden, wie man so sagt, dann würde sie mit der Wahrheit gleich für rücken. Haben Sie noch nie daran gedacht? Wir denken fast an nichts anderes. Es ist noch zu früh. Wir können die Fräulein Veronesi nicht verhaften. Wir müssen alles noch ein bisschen reifen. Es passiert ja nicht. Natürlich nicht. Auf der anderen Seite, es ist eben wegen dem Verdacht, wegen dem Geschäft. Wieso wegen dem Geschäft? Ja, wegen der Kundschaft zum Beispiel. Das ist doch nicht so eine heikle Kundschaft, die Kohle kauft. Ja, das kann man nie wissen. Aber auch noch wegen etwas anderem. Wir haben in der nächsten Zeit grössere Zahlungen zu leisten. Ich habe gerade heute mit der Frau Hoffmann darüber geredet. Es bestehen gewisse Schwierigkeiten. Wir sind im Augenblick, wie soll ich sagen, nicht liquid. Und in dem Moment wäre die Lebensversicherung, die der Herr Hoffmann scheint abgeschlossen hat, die käme der Frau Hoffmann gerade recht. Hat die Versicherung noch nicht gezahlt?
Eben nicht. Das ist ja das Dumme. Nein, da bin ich nicht schuld. Ich habe gesagt, sie sollen warten mit auszahlen, bis wir ein bisschen klarer sehen. Es geht sicher nicht so lang. Sagen der Frau Hoffmann, sie müsse halt in Gottes Namen noch ein paar Tage warten. Sie hat mich ja zu uns geschickt, oder nicht? Ja, können Sie denken, sie weiss nichts davon, dass ich zu Ihnen gekommen bin. Was? Was würdest du sagen, wenn wir nächste Woche gleich noch in die Ferien fahren? Red nicht davon. Es war jetzt halt nichts. Es ist eigentlich nichts Böses. Ich meine es ernst. Ich glaube, wenn ich jetzt alles gescheit einfädle, bin ich in 3 Tagen fertig. Weißt du, wer ihn getötet hat? Ja. Heute Nachmittag war der Bürki bei mir, der Buchhalter vom Hoffmann. Er wollte einfach ein bisschen schnurren und hören, wie weit wir sind. Als er gegangen ist, auf das Mal war mir alles klar. Das ist nur, ich kann es nicht beweisen. Da muss ich eben ein Geständnis haben. Warum sollte jemand gestehen, wenn er weiss, du hast keine Beweise? Darum sage ich ja, ich muss es gescheit einfädeln. Man muss meinen, ich habe Beweis. Nur auf das kommt es an. Dann wollte ich mich lieber noch nicht auf die Ferien freuen. Stärchi? Hier ist Schubisser. Ich habe den Auftrag gehabt, den Herrn Bürki zu beschatten. Ja, was ist? Also, als er von euch fort ist er gerade ins Kino gegangen. In Kino? Gut. Lass mich raten, in Rex. Jawohl. Spielen Sie gegen noch Massenmord in San Francisco? Jawohl. Wo der Kino aus war, ist er an die Adresse gegangen, wo mir der Herr Moser als sein Domizil hat angegeben. Also zu sich hey? Jawohl. Nach einer halben Stunde ist er rausgekommen. Er ist mit dem Tram zum Zeitglocke gefahren, dort hat er Rendezvous mit einer Frau. Sehr gut, sehr gut. Jetzt lasst mich noch raten, wie die Frau hat ausgesehen. Etwa 30, längs dunkles Haar, hübsch, schlank. Jawohl. Wo sind Sie jetzt? Im Metropol. Ich telefoniere von einer Kabine am Waisenhausplatz. Gut, dann könnt ihr jetzt heim, merci. Ich bin etwa 20 Minuten dort, so schnell gehen die zwei ja nicht weg. Dann wäre mein Auftrag erfüllt. Fertig. Fertig, adieu. Alice, ich muss noch schnell fort. Willst du ein Geständnis holen? Ja, etwas so, ja. Dann wünsche ich uns viel Glück. Suchen Sie einen Platz, ganz hinter jetzt noch ein schönes Tischli. Nein, ich suche Bekannte. Den sehe ich sie, merci. Guten Abend miteinander. Der Herr Stärchi. Das ist dann noch eine Überraschung. Tun Sie uns nachspionieren? Ich finde, das geht ein bisschen zu weit. Aber Gaston, das ist doch purer Zufall, dass der Herr Stärchi hier ist. Darf ich zu euch hocken? Nein, ich wiederhole, das geht einfach zu weit. Heute Abend, als ich heimkomme, sagt mir Frau Hartmann, sie wären gegen ihrem Versprechen bei ihr gewesen und hätten sie über mich ausgefragt. Das bin nicht ich. Ich habe ihnen geschickt. Darf ich abhocken? Nicht gerade bei uns, es hat genug Aber Platz. Gaston, natürlich, Herr Stärchi, setzt doch ab. Merci. Was wünschen Sie? Ein Bier. Nehmt doch ein Cognac, das ist das Beste bei dieser Kälte. Darf ich euch einladen? Nein, merci, ein Bier. Ein Bier? Herr Bürki, als ihr heute bei uns vorgegangen seid, habe ich einen hinten reingeschickt, weil es mich interessiert hat, was die machen. Aber jetzt möchte ich auch wissen, warum. Bis jetzt habe ich nicht gewusst, dass ich auch zum Kreis der Verdächtigen gehöre. Nicht, das verwundert mich. Ihres Bier? Merci. Warum seid ihr heute den Film noch einmal anschauen? Ist er so spannend? Aha, wegen dem. Ja, also das geht doch niemand etwas an. Und wenn ich den Film 4-mal anschauen will, mache doch, was ich will. Vorläufig schon noch. Ich nehme an, Herr Bürki, Frau Hoffmann hat euch gesagt, dass ihr dort für eine andere Stelle schauen. Also hören Sie, das Reg dich nicht auf, Gaston. Wieso eine andere Stelle, Herr Stärchi? Ich nehme an, ihr werdet eure Firma gelegentlich liquidieren müssen. Dann nehmt ihr aber etwas ganz Falsches an. Die Firma wird nicht liquidiert. Aber sie steckt doch in Geldschwierigkeiten, nicht? Wenn ihr so gut informiert seid, wisst ihr vielleicht auch, dass wir in der nächsten Zeit Geld bekommen. Ihr rechnet mit der Lebensversicherung von eurem Mann. Ja. Und jetzt dürft ihr meinetwegen sogar denken, ich habe meinen Mann wegen dem Geld erschossen. Das Dumme ist nur, ich habe ein Alibi. Ihr hattet eins gehabt. Ihr seid an diesem Freitagabend nicht im Theater. Das ist der Beste. Wo soll sie denn sonst gewesen sein? Nein, Gaston. Jetzt ist fertig mit Lügen. Jetzt habe ich es satt. Wir waren an diesem Freitagabend beieinander. Der Herr Bürki und ich. Und zwar bei ihm daheim.
Sicher begreift ihr, warum wir beide das vertuschen wollten. Wir haben gelogen, das ist wahr, aber wegen dem haben wir mit dem Mord doch nichts zu tun. Auch wenn ich jetzt von seiner Lebensversicherung profitieren kann. Ich würde mich da nicht zu fest darauf verlassen. Die Versicherung zahlt vorläufig nicht. Das ist auch so etwas, was nicht zulässig ist. Die Versicherung zahlt ganz sicher nicht vor dem Ersten. Jetzt verstehe ich. Ihr wollt das Geschäft nicht behalten. So ist es doch. Ihr kommt wie ein Biedermann daher, jovial und freundlich. Aber ihr wollt nur eins, ihr wollt mich vernichten. Hasst ihr mich diesen Weg? Ich hasse euch nicht. Die sind mir gleichgültig. Und ich will euch auch nicht vernichten, wie ihr so pathetisch sagt. Ich will einen Mörder finden. Oder eine Mörderin. Und wenn das geschehen ist, dann kann von mir aus Versicherung zahlen, wem sie will. So ist das. Und jetzt will ich auch zahlen. Garçon, zahlen! Guten Tag, Herr Stärke. Aha, das Fräulein Veronesi. Setzt ab, der Mantel könnt ihr dort hinten aufhängen. Und das Köfferli stellt ihr am besten auch gerade dort her. So, ihr wollt also mit mir reden. Um was geht's? Ich wollte nur sagen, dass ich den Herrn Offenmer erschossen habe. So? Ich habe ihn erschossen. Ja, ich habe es gehört. Und jetzt Was jetzt? bin ich verhaftet. Ah, wegen dem habt ihr das Köfferli mitgenommen. Ja, wenn euch viel daran liegt, dass die verhaftet werden, kann man das schon machen. Dann wäre also der Mordfall Hoffmann jetzt gelöst. Ja, ich bin schon noch froh. Tut mir jetzt einmal erzählen, wie es gegangen ist. Das Protokoll können wir dann nachher machen. Ja, aber was gibt's da zu erzählen? Nichts. Ich habe es gemacht und fertig. Ich wollte nichts erzählen, ich kann nicht mehr daran denken. Ja, dann tut es mir leid, dann kann ich ihn nicht verhaften. Es ist Vorschrift, dass jeder Verbrecher den genauen Hergang von seiner Tat muss schildern muss. Wenn es noch lieber ist, kann ich auch fragen und ihr antworten. Ja, das ist mir lieber. Weiss Frau Hoffmann, dass ihr hier seid? Nein, ich habe nichts gesagt. Aber dass ihr ihren Mann erschossen habt, das weiss ich doch. Ja, ich glaube, das weiss ich. Jetzt sagt mir mal, warum habt ihr es gemacht? Warum? Ja, warum? Wenn man jemanden schiesst, dann hat man meistens einen Grund. Ja, so. Weil er mich nicht in Ruhe gelassen hat. Und immer ist gekommen. Und ich wollte nichts wissen von ihm. Ich habe gesagt, es ist Schluss. Aber er ist immer wieder gekommen und hat mir gedroht. Wie droht? Er hat gesagt, wenn ich nicht mache, was er will, tut er dafür sorgen, dass ich aus der Schweiz raus muss. Aber die Regula muss da bleiben, weil sie sein Kind ist. Das ist doch dummes Zeug. Wie hätte er das angattigen? Habt ihr ihm das geglaubt? Ja, er hat gesagt, er kann das machen. Ich wollte die Regula nicht verlieren. Darum musste ich ihm angeben. An dem Freitag hat er mich wieder ins Schlafzimmer gezogen. Ich habe gemacht, was er wollte. Aber ich habe gewusst, dass er in der Nacht in der Schublade einen Revolver hat. Und ich habe gedacht, so geht das nicht mehr. Und als er geschlafen hat, habe ich den Revolver genommen und habe es gemacht. Seht ihr? Das ist auf ihn gegangen. Das hat er prima gemacht. Jetzt nur noch ein paar Einzelheiten. Seid ihr ganz sicher, dass er geschlafen hat, wo ihr es gemacht habt? Ja, ganz sicher. Sonst hätte ich es ja gar nicht machen können. Ja, eben. Wenn jetzt noch etwas wischt, der Schuss ins Zifferblatt kommt. Ich weiß auch nicht. Er ist mir einfach los. Vorher oder nachher? Vorher natürlich. Und ist er dann ab dem Schuss nicht verwacht? Ich habe natürlich nicht lang gewartet. Ja, das ist begreiflich. Ich habe da ein paar Fotos vom Hoffmann, die wir an diesem Morgen aufgenommen haben. Was ist jetzt? Da. Ja, da ist die, die ich meine. Schaut jetzt einmal gut an. Fällt noch etwas auf? Nein. Es ist ja so, wenn man der Foto darf glauben, und ich glaube, dann wäre der Hoffmann, nachdem er geschossen hatte, wie er aufgestanden und hat sich quer auf das Bett gelegt. Oder nicht? Ich weiß nicht. Jawohl.
weil er doch abgewinkelt und quer auf dem Bett liegt. So liegt doch einer nicht, der schlaft. Ich weiss nicht. Ich verstehe nicht. Nicht? Aber der Hoffmann ist erschossen worden, als er auf dem Bett gesessen ist. Und nicht gelegen. Er hat also gar nicht geschlafen. Ich weiss überhaupt nichts mehr. Aber ich weiss. Fertig geht's mit dem Gestör. Jetzt will ich die Wahrheit hören. Das ist die Wahrheit. Dummer Mist. Für was schaut ihr mich eigentlich an? Die hat der Hoffmann genauso wenig erschossen wie ich. Ja, dann könnt ihr jetzt rennen, solange ihr wollt. Das ändert nichts. Also gebt jetzt endlich zu, dass ihr es nicht gemacht habt. Also, Was heisst das also? ich habe es nicht gemacht. Man hat euch gesagt, ihr sollt mich diesen Schmarren verzapfen. Gut, wenn ihr es nicht wollt sagen, sage ich nichts. Frau Hoffmann. Ist es Frau Hoffmann gewesen? Ja, Sie hat gesagt, es kann euch nicht viel passieren. Wenn wir alle sagen, ihr habt euch gegen belästigt, ihr habt euch ausweisen, dann ist es Notwehr. Dann werdet ihr vielleicht sogar freigesprochen, oder es gibt höchstens ein Jahr. Stimmt's? ja, Aber gratis macht man ja so etwas nicht. Also hat sie euch Geld versprochen. Wie viel? Gut, ich wollte euch sagen. 90'000. wieso wisst ihr Sie hat das? gesagt, die Versicherung zahlt nicht, solange sie den Mörder nicht haben. Und sie hat gesagt, das Geschäft und euer Anteil seien verloren, wenn der Mörder nicht vor dem letzten verhaftet sei. Ja, Seht ihr, das habe ich alles schon gewusst. Aber etwas anderes weiss ich nicht. Und das sagt ihr mir jetzt. Wo ist die Mordwaffe? Es ist doch klar, dass Frau Hoffmann euch nicht mit der absurden Behauptung zu mir geschickt hat, ohne euch einen Beweis in die Hand zu geben. Und der Beweis kann nur die Mordwaffe sein. Also vorwärts, wo ist sie? ich weiss nicht. Hört, Fräulein Veronesi. Bis jetzt haben wir zusammen den Löw gemacht. Aber jetzt ist es ernst. Ich frage mich jetzt zum letzten Mal, wo ist der Revolver? Die Frau Hoffmann hat ihn unter der Lorrainebrücke in die Aare rausgegeben. Wisst ihr genau wo? Ja, sie hat mir gezeigt, wo. Muss ich jetzt da bleiben? Zuerst gehen wir jetzt ins andere Büro. Dort wird das Protokoll aufgenommen. Das müsst ihr unterschreiben. Nachher gehen wir zwei zusammen unter die Lorrainebrücke. Und dort zeigt ihr mir ganz genau die Stelle, wo Frau Hoffmann den Revolver rausgeschossen hat. Einen Taucher kann ich den holen. Und wenn ich ihn habe, mache ich der Frau Hoffmann noch einmal einen Besuch. Der letzte. Ja, und was euch angeht, heute müsst ihr da bleiben. Aber es ist besser eine Nacht als ein Jahr, nicht? Ja, sicher. Noch eine letzte Frage. Ist es wahr, dass der Hoffmann euch belästigt hat? Nein, das ist ja nicht wahr. Was führt euch zu mir, meine Herren? Hat es etwas Neues gegeben? Ja, der Herr Moser kennt ihr ja. Wo kann ich meine Schreibmaschine herstellen? Ja, was wollt ihr denn mit einer Schreibmaschine? Wegen dem Protokoll, das ihr dann unterschreiben müsst. Würdet ihr jetzt bitte noch den Herrn Bürki holen? Ich muss den auch haben. Also, das verstehe ich nicht. Ja, nur von mir aus. Siehst du, Ernst? Habe ich es nicht gesagt? Die Schreibmaschine macht einen Eindruck. Es gibt dem Ganzen so den offiziellen Charakter von Verhör. Und das brauche ich jetzt. Aber gell, es ist klar. Solange sie lügen, schreibst du nichts auf. Erst wenn sie anfangen, die Wahrheit zu erzählen. Ja, hoffentlich gelingt der Türk. Wenn sie nämlich dahinter kommen und nichts zugeben, dann bist du weniger weit als am Anfang. Ich gebe es zu, es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Guten Tag. Sitzt ab, Herr Bürki. Nein, ich muss gerade wieder gehen, ich habe einen Haufen zu tun. Das kann warten. Vorläufig müsst ihr im Büro nichts mehr machen. Was soll das heißen? Das seht ihr dann gleich. Also, gestern war Fräulein Veronesi bei mir. Sie hat mir erzählt, sie hat den Herrn Hoffmann erschossen. Um Himmels Willen, Tina! Ich habe es ja immer gesagt. Habe ich es nicht immer gesagt? Aber Sie haben mir es ja nicht glauben. Darum ist sie heute Nacht nicht heimgekommen. Der hat sie dann verhaftet. Trotzdem ist ihr jetzt sicher wöhler. Es ist einem immer wöhler, wenn man die Wahrheit sagt. Auf jeden Fall tut sie mir leid. Sie hat sich einfach nicht mehr gewusst zu helfen. Das kann ich vor dem Gericht bezeugen. Ja, vielleicht wird sie sogar freigesprochen. Ich möchte es ihr gönnen. Im Grunde genommen war es Notwehr. Was meint ihr, Herr Sterchi?
Hat sie eine Chance, dass sie freigesprochen Sie wird? wird nicht verurteilt. Sie kann heute wieder heim. Ja. Wieso denn? Ich konnte ihr beweisen, dass sie es nicht war. Sie soll es nicht sein. Ob schon sie es zugegeben hat? Warum sollte sie es dann zugeben? Das ist ja lächerlich. Wer war es dann? Ja, das würde mich auch interessieren. So. Ich kann euch sagen, dir, Frau Hoffmann, dir habt euren Mann erschossen. Ich? Das ist ja verrückt, so etwas zu behaupten. Lächerlich ist Und das. dir habt ihr geholfen, Herr Bürki. Das ist doch Blödsinn. Welchen Grund sollte ich denn haben? Frage doch nicht so einfältig. Geld natürlich. Die brauchen dringend das Geld von ihrer Lebensversicherung, wenn ihr das Geschäft retten wollt. Also das ist ja gesponnen, so etwas. Die Zeit ist vorbei, Herr Bürki, wo ihr hoch angeben konntet. Es ist alles rausgekommen. Und das, was ich noch nicht gewusst habe, das hat mir Veronesi erzählt. Was hätte die gesagt? Genau das, was ihr ihr aufgetragen habt. Sie ist nicht schuld, dass euer Plan daneben gegangen ist. Sie hat sich genau an die Instruktionen gehalten. Aber natürlich hat sie ein paar Einzelheiten nicht wissen können. Details, die nur der Mörder selber oder eben in unserem Fall die Mörderin weiss. Zum Beispiel die Lage des Toten. Was meint ihr da damit? Sie hat behauptet, der Herr Hoffmann habe geschlafen, was ihn erschossen hat. Aber das ist unmöglich. Er war wach. Auf jeden Fall haben wir da damit nichts zu tun. Sag's doch, Irma. Nein, ganz sicher nicht. Ihr habt während der ganzen Untersuchung das Blaue vom Himmel runtergelogen. Ich glaube, jedes Mal, wenn jetzt das Maul aufgetan ist, eine Logik rausgekommen. Aber jetzt ist fertig. Die Beweise, die wir haben, länger ohne ein Geständnis. Schon das natürlich das Strafmaß beeinflussen kann. Wenn ich euch jetzt ein bisschen erzähle, wie alles gegangen ist, erleichtert euch das vielleicht ein Geständnis abzulegen. Oder wenigstens dem Herr Bürki. Er ist ja wahrscheinlich weniger abgebrüht als dir. Hören Sie! Also! Ihr lebt mit eurem Mann seit Jahren im Streit. Wahrscheinlich, weil er euch zu alt war. Darum hat er euch auch einen Freund zugelegt. Bekannterweise der Buchhalter von eurem Mann. Der Plan, den ihr mit eurem Freund ausgeheckt habt, ist klar. Euer Mann muss weg. Das ist einfach nicht wahr. Irma, warum sagst du nichts? Gaston, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Er wollte uns doch nur Angst machen. Vor 2 Jahren habt ihr euren Mann gedrängt, eine höhere Lebensversicherung abzuschließen. Das ist ja Lug, ich habe ihn nie dazu Der gedrängt. Staatsanwalt kann solche Nuancen mit euch ausbändeln. Mir ist das gleich. Auf jeden Fall schließt der Herr Hoffmann eine höhere Lebensversicherung ab und unterschreibt damit natürlich sein Todesurteil. Vielleicht hättet ihr ihn noch ein paar Wochen oder Monate länger leben. Aber sind plötzlich die Wechsel auftaucht, eine höhere Summe. Und die habt ihr euch nur durch einen Mord beschaffen können. Ihr habt dann schon gewusst, dass ihr das Verbrechen der Veronesi in die Schuhe schieben. Irma, jetzt ist einfach genug. Wir haben Ihnen ja schon gesagt, dass Frau Hoffmann an dem Abend bei mir war. Jetzt lügt ihr schon wieder. Frau Hartmann, eure Zimmervermieterin, ist bereit, vor Gericht zu bezeugen, dass ihr an diesem Abend gar nicht daheim war. Dann lügt sie halt. Nein, ihr lügt. Wir waren beide hier. Und ihr habt der Frau Hoffmann geholfen, Herr Bürki. Das gibt ja auch noch ein paar Jährchen, darauf könnt ihr euch verlassen. Ihr habt euch endgültig hineingelegt, Frau Hoffmann, wo ihr der Veronesi gezeigt habt, wo die Mordwaffe liegt. Wir haben sie aus der Aare gefischt, sie liegt jetzt bei den anderen Beweisstücken. So, das wär's dann. Da sind 2 Haftbefehle. Der da ist für euch, Frau Hoffmann. Und der da ist für euch, Herr Bürki. Machen euch fertig, die müssen mitkommen. Irma, bitte. Also meinetwegen. Ich möchte das Geständnis ablegen. Was könnt ihr da drinnen machen? Legt euch jetzt an, wir wollen gehen. Das, was ich sagen will, möchte ich hier sagen. Nicht drinnen. Was ist denn noch? Ich muss vorausschicken, dass das, was ich jetzt sage, die Wahrheit ist. Die wievielte? Mein Mann hat sich das Leben genommen. Ich kann es beweisen. Ja, weiter. An diesem Freitagabend war ich tatsächlich beim Herrn Bürki daheim. Auch wenn seine Zimmervermieterin sagt, das sei nicht wahr. Das hat sie nie gesagt. Aha. Ja, ich verstehe dich. Wieso haben Sie denn vorher behauptet, Er hätte Frau das Hartmann... müssen sagen, Gaston. Begreifst du nicht? Also, als ich bei Hause kam, habe ich in meinem Zimmer einen Brief von meinem Mann gefunden. Er hat geschrieben, er hat sich entschlossen, sich das Leben zu nehmen. Habt ihr den Brief noch? Natürlich, ich hole ihn gerade. Ohne diesen Brief würdet ihr mir ja doch nicht glauben. Nein, schon, aber das Gericht nicht. Mein Mann hat geschrieben, er sei sicher, dass er Krebs hat, weil es sowieso nicht mehr lange lebe. Er will nicht, dass das Geschäft wegen ihm draufgeht. Darum müsse es aussehen, wie wenn es Mord wäre. Weil doch die Lebensversicherung bei Selbstmord die ersten 3 Jahre nichts zahlt. Nicht so schnell, ich komme nicht nachher. Ich soll den Revolver wegnehmen, dann kann niemand den Selbstmord beweisen. Ich habe den Revolver genommen, in die Aare gehalten.
Das ist alles. Mein Mann hat sich im Anfall von Depression erschossen. Nein. Dass er sich das Leben nehmen wollte, hat er spätestens am Mittwoch vorher schon gewusst, als er mit diesen Drohbriefen zu mir kam. Dann glauben Sie uns also? Ich weiss schon seit 2 Tagen, dass er sich das Leben genommen hat. Aber wenn Sie es gewusst haben, warum sind Sie dann mit diesen Haftbefehl gekommen? Begreifst du nicht, Gaston? Der Herr Sterchi hat den Selbstmord gar nicht beweisen. Er hat mein Geständnis gebraucht. Das waren doch alles nur Vermutungen, die er nie beweisen konnte. Ich habe gewusst, was daraus wollt, Herr Sterchi. Aber was konnte ich machen? Ich glaube, ihr wäret imstande gewesen und hättet mir den Mord tatsächlich angehängt. Sicher. Und ihr wäret verurteilt worden. Die Indizien hätten gelangt. Noch eine Frage. Hat Fräulein Veronesi gewusst, dass die 90'000, die ihr ihr versprochen habt, in der Versicherung für die Regula vorgesehen waren? Natürlich. Sie hat so genau wie mir gewusst, was auf dem Spiel steht. Es war sogar ihre Idee, den Mord zuzugeben. Sie hat gesagt, für 90'000 gehe ich ein Jahr oder 2 ins Gefängnis. So, jetzt ist es draussen. Unser Geld haben wir gesehen und das Geschäft ist sicher auch futsch. Aber ich bin gleich froh, habe ich es gesehen. Und jetzt hole ich den Brief. Dann sind wir also nicht verhaftet? Nein. Ich wollte nur, dass Frau Hoffmann zugibt, dass sie Selbstmord war. Vielleicht kommt die alte Klage wegen versuchtem Versicherungsbetrug auf euch zu. Das weiss ich nicht. Das geht mir aber auch nicht mehr an. Darf ich da schnell telefonieren? Bitte. Ja, Sally Alice. Kannst du Koffer packen? Wir fahren morgen ab. Susanne. Wolfram. Die Überraschung am Schluss, war es eine Überraschung für dich? Also, dass es doch ein Selbstmord war? Ja. Also ich habe bis zu dieser Zusammenkunft nochmal in der Dienststube nicht gewusst, wie sich der Fall auflöst. Und ich fand auch diesen Satz, fang erst an zu tippen, wenn sie die Wahrheit sagt, total mysteriös. Deswegen bin ich da wirklich Sekunde, halbminütlich mitgegangen bei dieser Befragung und fand es dann eigentlich war eine ganz berührende Auflösung. Also das setzt halt alles wie ein Puzzle zusammen. Nein, finde ich gar nicht. Es ist eher, das sind so Medaillen. Alles hat so 2 Seiten. Also es wird irgendwas geschildert, es wird jemand vorgestellt, eingeführt und dann hat er doch eine ganz andere Seite. Kleinigkeit. Der Angestellte von Frau Hofmann ich muss Hofmann sagen, ich weiß, von Frau Hofmann im Kohle-Holzgeschäft, dass der mit Vornamen Gaston heißt. Fand ich so schön. Weil er kommt daher wie so ein windiger Mitarbeiter, der irgendwie einen so nach dem Mund redet. Nachher hat er so mit Verlaub, einen sehr schönen Schnösel-Vornamen. So Kleinigkeiten gab es irgendwie an jeder Figur. Dass die Haushälterin mit ihrer Tochter in diesem Haushalt immer noch arbeitet und lebt, obwohl sie früher ein Verhältnis hatte. Ja, und das gemeinsame Kind, ja. Und das gemeinsame Kind. Und die neue Frau weiß das auch. Und dass er so geschildert wird als kaputter Mann, der so gar keinen Antrieb mehr hat. Und dann dieses Bild aber, dass er da so eine Seelenverwandtschaft in dieser Zimmerwirtin findet, wo er einfach in Ruhe sein kann und nett. Das hat mir gefallen. Das fand ich ganz Das stimmt schon, es wird immer wie, eigentlich sogar mehr als 2 Seiten, vielleicht sogar 3 bis 4, und es wird dann eigentlich noch einmal weiter gedreht. Ja. Wenn erst die Witwe kennen, dann denkt man kurz, sie ist die Mörderin, hat eine Affäre, dann wird es noch mal eins weiter gedreht. Nein, es war alles abgesprochen untereinander und quasi im Einverständnis. Auch die falschen Anschuldigungen bei der Haushälterin ja eigentlich das Gleiche. Und dann doch, sie hat eine Affäre. Dann behauptet sie sei bedrängt worden, hätte es nicht mehr gewollt.
dann stimmt es dann doch wieder nicht. Das stimmt schon. Dann doch alle an einem Strang, sogar der Tote. Ich meine, so vorgetäuschte Selbstmorde sind ja oft ein Rachemotiv, oder? Ich will jemanden noch mit in meinen Abgrund ziehen. Aber nein, er hat ihnen ja quasi Hilfestellung geleistet oder wie ein letztes Geschenk, eine Aufmerksamkeit. Der Versuch, ja. Ja, das fand ich ganz schön in der Entwicklung. Abgesehen von diesem großartigen Titel, Entschuldigung, mit aller Vorsicht, aber trotzdem, heute könnte kein Film mehr so heißen. Massenmord in San Francisco. Der Action-Thriller des Jahres. Andere Zeit, 1975. Na, es klingt aber wie die Inhaltsangabe, nicht der Titel. Doch, das ist ja erst der Anfang und dann ist es wahrscheinlich auch eine sehr tiefenpsychologische Geschichte. Hey, ich musste immer wieder etwas schmunzeln beim Thema der Heizung. Also du hast wieder verkauft mit der Kohle und dem Holz, weil das wirkt für mich natürlich dadurch wahnsinnig weit, dass man privat mit Kohle heizt. Ich wette, viele jetzt zu Hause sagen, na, für mich ist das nicht so weit. Für dich ist das weit? Für mich ist es weit, ja. Und kommen wir gleich noch. Und dann man sagt, ja, vielleicht müssten wir in Öl investieren, Heizöl. Das wäre doch eine gute Idee. Und wo wir jetzt quasi 50 Jahre später darin sind, jetzt wieder gerade merkt mit dem Krieg im Iran, dass diese Abhängigkeit von dem Öl wirklich nicht einfach ist, die ja immer noch besteht, auch schon mit dem Krieg, dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das finde ich irgendwie spannend. Das wirkt für mich gleichzeitig sehr weit weg aber irgendwie dann auch nah bei uns durch dieses Heizthema, was da so sekundär mitverhandelt wird. Ja, ich vermute aber sehr, dass der Autor das nicht intendiert hat. Dass gerade dort dein Augenmerk hinsichtlich Aktualität hinfällt. Das konnte er nicht wissen. Dass das 50 Jahre später so. Nein, überhaupt nicht. Nein. 50, ja. Aber eben heizt mit Kohle? Ja, natürlich, so bin ich groß geworden. Und ja. Also wie ging das? Jetzt nicht, naja, also bis zur Wendezeit und auch noch danach, bis das Haus kernsaniert wurde, haben wir in einer Wohnung gewohnt, zu 5, am Anfang sogar zu 6. Da war quasi noch so in der Wohnraumbelegung, gehörte eigentlich einer älteren Frau, die große Wohnung, und der wurde dann die Familie damit reingesetzt, die junge Familie, die da zum Studieren nach Leipzig zog. Und das war bis in die 90er Jahre, in jedem Zimmer gab es einen Berliner Ofen. Ah. Und dann hatten wir unten 2 Keller. Der eine war quasi so die Werkbank und Fahrräder und alles zum Schuheputzen. Und das andere war ein reiner Kohlenkeller. Und die Kinder mussten ab frühem Zeitalter die Kohlen hochtragen. Und heizen haben wir aber ganz gern gemacht. Aber es brauchte schon Logistik. Also ich glaube, jeder, der geheizt hat, weiß das, dass du dir sehr überlegt hast, wann du was anheizt, ob du es abends warm haben willst. Machst du es noch vor der Arbeit? Aber ich meine, so ein Ofen muss ja auch bedient werden. Das ist ja nicht, schiebst ja nicht nur rein und dann Klappe zu. Welche Briketts, wie werden die gestapelt? Es gab kleine und große und so. Ja, es war spannend. Aber ich meine, Wolfram, nichts geht über Ofenwärme. Das ist eine andere Frage, ja. Also ich kenne es einfach mehr, dass man jetzt heute mit Holz dann in den Ofen tut, aber das ist ja schon fast mehr Komfort und gemütlich haben, nicht weil man muss, mal in vielen Fällen. Wie oft hatten wir als Kinder Smog-Alarm? Also ich glaube, der wurde nicht so gelabelt, aber du bist morgens aufgestanden, draußen, es ist Winter, dunkel, du ziehst die Gardine zur Seite und damals gab es ja noch diese Straßenlaternen, von der aber nur jeder zweite brannte. Oh, der Osten war schon tolles, aber aus Spargründen brannte nur jede zweite Straßenlaterne, es war immer so mittelalterlich dämmerig und dann hatten sie auch noch, ich weiß nicht, was es ist, kann mir gerne jemand sagen, natürlich nicht solche Neonlichter da drin, sondern es war so gelbes, warmes Licht. Und darunter, an so kalten Tagen, wo die ganze Stadt mit Kohle geheizt hat, waberte dann so der Schwefelnebel. Wo es dann quasi so hieß, ja Kinder, wenn ihr jetzt zur Schule geht, dann zieht mal den Schal gut über die Nase hoch. So ungefähr. Weil es da draußen wirklich stank. Das ist ein bisschen nicht so gesund. Charles Dickens, Oliver Twist. Wunderschön. Wenn da noch Schnee war, ich sag dir, dann hast du dich genauso gefühlt und du bist gern zur Schule gegangen, weil da gab es die Zentralheizung. Das Klassenzimmer war anheimelnd. Das ist eben schon spannend. Ich bin ja in einem Plattenbau aufgewachsen, am Rand von Leipzig. Und das ist ja heute eher im Verruf, so als Problemviertel und so weiter, Architektur, zweifelhafte Architektur. Aber meine Eltern waren in den 80ern sehr froh, dass diese Wohnung dann endlich bekommen haben, weil sie eben Zentralheizung hatten, fließendes warmes Wasser und so weiter. Lauter, war winzig klein, aber wirklich lauter Annehmlichkeiten. Als die gebaut wurden, war es ja wirklich so Systembau für die Arbeiter, oder? Mit Eisschrank, mit Lift und eben große Fenster. Ja. Glaube ich dir sofort, dass ihr euch da sehr wohl gefühlt habt. Aber wie lange hast du dort gelebt?
Ich glaube bis 10. So. Sag mal ein Jahr, meine ich? Mitte der 90er. Okay, weil dann fing es ja langsam an zu kippen. Dann gab es ja diese große Stadtflucht, zumindest aus Leipzig, ne, wo es sich ja erstmal entleert hat von 500.000 Einwohnern, alle abgehauen. Viel Leerstand und gerade solche Plattensiedlungen waren ja nicht sehr beliebt. Ja, total. Ach, das waren Zeiten, Wolfram. Gut. Darf ich noch was sagen zum Puzzle-Hörspiel? Nur zur Musik. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal angedeutet in diesem Podcast, aber das heißgeliebte Saxophon für die Film-Noir-Stimmung macht mich ja wahnsinnig. Und ich glaube, meine Mutter muss es irgendwie geschafft haben, in der DDR, in meinem Geburtsjahr, dieses Hörspiel aus der Schweiz bekommen zu haben und in Dauerschleife gehört zu haben. Daher rührt, glaube ich, die Aversion dagegen. Das hat mir persönlich zugesetzt. Die Zwischenspiele. Das tut mir leid, mir jetzt gefallen. Das freut mich, das ist doch schön. Es gibt einen schönen Übergang, wenn es dann so ins Restaurant geht. Da entwickelt sich das wirklich schön musikalisch. Aber ansonsten, was soll das mit mir machen? Außer, dass es gibt mir Schwere. Ich habe Bilder von Messern, die sich in Körper bohren. Soll es mich zum Nachdenken anregen? Ich glaube, es sollte ich anstecken und mitnehmen. Aber es ist einfach, aber in dem Fall jetzt mal, wir sind eben in so einer bürgerlichen Situation in Bern und nicht auf irgendwelchen nächtlichen Straßen von Detroit oder weiß nicht wo. Soll es mir einfach auch immer wieder signalisieren, es ist Krimi. Ich denke schon. Also nicht einfach nur Verwaltungsakte, die da vollzogen werden und Beamten, die unterwegs sind, sondern doch, würde ich sagen, Krimi, Abgründe, dunkle Ecken. Okay, das hat diese Funktion hat gewirkt, aber genossen habe ich es trotzdem nicht. Entschuldige mich bei Komponisten und Interpreten an dieser Stelle. Ich habe als junger Mensch mal ein Jahr Saxophon gespielt. Ich hast du. Jetzt gerade wieder Lust, das mal wieder anzufangen. Es wäre eigentlich schön, wenn ich das Intro immer selber spielen könnte auf dem Saxophon live jedes Mal. Wolfram, das würde ich sogar noch mitmachen. Vor allen Dingen, wenn du dazu auch noch die Sitar spielst, die du auch spielst. Das zusammen als Bild. Spiele, genau. Ja, ich wette, du kannst noch ein schönes Instrument. Nicht richtig spielen. aber gleichzeitig. Wunderbar. Blick zurück war ein Stichwort, den würde ich jetzt gerne noch kurz machen mit Otto Steiger, dem Autoren. Wirklich einer der großen Schweizer Autoren des 20. Jahrhunderts. Zeit seines Lebens aber schon nicht die ganz, ganz große Bekanntheit gehabt. War auch Nachrichtensprecher den 40ern. Ganz spannende Persönlichkeit. Und wir haben eine Sendung Musik für einen Gast mit ihm von 1999. Die würde ich jetzt gerne noch dranhängen für die, die gern den Otto Steiger nochmal richtig hören wollen und kennenlernen wollen in dieser Sendung. Macht es doch. Gut. Wir hören uns bald wieder. Denn bald ist Vollmond. Das heißt, gruselige Geschichten im Krimi-Podcast. Ein Schauer. Hoffentlich kommt kein Saxophon vor. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Otto Steiger, nach der Aufnahme dieser Sendung verreisen Sie in die Ferien. Wohin gehen Sie? Ja, das ist richtig. Wir gehen in die Ferien. Und zwar in die Lenk, sagt man auf Schweizerdeutsch. Aber Deutsch müsste es eigentlich heißen nach Lenk. Das ist ein Ort im Berner Oberland. Und da gehen wir fast jedes Jahr hin. Warum hat das mit Ihrer Herkunft zu tun? Sie kommen ja aus dem Ja, Berner aber das Oberland. hat mit der Herkunft gar nichts zu tun. Es ist einfach ein schöner Ort in den Bergen. Man kann sehr viele Spaziergänge machen und es gibt einen Ausschlag bei uns. Sie wandern? Wir wandern gern, aber nicht tagelang, aber 2-3 Stunden gehen am Tag, das machen wir schon. In Ihrem Buch Lebenserinnerungen, ein Stück nur, Erinnerungen in Episode, schreiben Sie, dass Sie gar nicht gerne in die Ferien gehen. Es gibt da ein Zitat, ich reise nicht gern, ich gehe nicht gern in die Ferien. Und warum fahren Sie dennoch in die Ferien? Das ist eine gute Frage. Ich gehe nicht gern in die Ferien. Ich gehe nicht gern in ein Hotel. Wenn wir in die Ferien gehen, muss ich in ein Hotel gehen. Und dann, ich bin ein bisschen ein unordentlicher Mensch. Ich habe zu Hause den Autoschlüssel genau hier, Federhalter da, das Buch, das ich lese da. Und im Hotel, da ist das alles anders. Ich weiß, man kann es auch finden, aber
es ist einfach ein fremder Raum. Und dann kann ich nie am Tag ins Hotelzimmer gehen. Das ist für mich völlig fremd. Also kann ich nur nachts gehen, um zu schlafen. Es ist einfach unangenehm in einem Hotel. Wenn ich ein Haus hätte irgendwo und ich würde schon lange dort wohnen, dann würde das besser gehen. Ich würde mich zu Hause fühlen, aber im Hotel fühle ich mich nie zu Hause. Sie sagen auch, ich reise nicht gern. Und das war ja wohl nicht immer so. Sie sind ja früher doch ja, schon, ziemlich oft aber ich gereist. reise trotzdem nicht gern. Und warum nicht? Ja, ich weiß auch nicht warum. Also Flugzeug ohnehin nicht, da habe ich Angst, das habe ich nicht gern Flugzeug. Und mit der Bahn, das ist langweilig, wenn man weit fährt. Ich mache es nicht gern. Ich kann nicht sagen, es ist bei mir zu Hause so wunderschön, dass ich immer möchte zu Hause bleiben, keineswegs. Aber an fremden Orten bin ich wirklich fremd. Es geht recht lange. Sehen Sie, bei uns zu Hause ist die Küche und das Badzimmer umgebaut worden. Das ist vor 3-4 Monaten geschehen. Ich fühle mich immer noch nicht ganz zu Hause. War das schon immer so oder schreiben Sie das Ihrem hohen Alter zu, dass Sie jetzt diese Veränderungen nicht mehr mögen? Es war sicher immer so, aber vielleicht jetzt im Alter ist es schlimmer geworden oder weniger schön, wenn man anderswo ist. Wir gehen jetzt in ein Hotel in der Lenk oder in Lenk und da haben wir zwei schöne Zimmer nebeneinander mit Durchgang, meine Frau und ich. Und es wird mit Balkon, es wird also sehr schön sein, aber ich gehe trotzdem nur am Abend hinauf, um zu schlafen. Otto Steiger, Musik für einen Gast. Jetzt wollen wir uns die erste Musik anhören, die Sie sich ausgewählt haben. Das ist von Frédéric Chopin, die Etüde in E-Dur, Opus 10 Nummer 3, mit dem Namen Tristesse. Was gefällt Ihnen an dieser Tristesse? Das ist eine merkwürdige, ich glaube, richtige Frage. Mir gefällt, also ich muss gestehen, ich spiele kein Instrument. Ich wollte mal, als ich Kind war, Klavier spielen, aber mein Vater sagte, so ein Klimperkasten, der kommt nicht ins Haus, also habe ich nichts gelernt. Ich kann nur sagen, Musik gefällt mir oder sie gefällt mir nicht. Und Tristesse ist ein Stück, nicht weil es sentimental ist, sondern einfach, es gefällt mir, die Worte gefallen mir und vor allem die Musik. Ich kann nicht sagen, warum. Das ist wirklich. Ich bin nicht sentimental besonders, keineswegs, aber mir gefällt diese Musik, das muss ich sagen. Frédéric Chopin, die Etüde Tristesse, es spielt Sviatoslav Richter.
Chopin, die Etüde Tristesse, gespielt von Swiatoslaw Richter für den Schriftsteller Otto Steiger, in Musik für einen Gast. Otto Steiger, ist Chopin ein Komponist, den Sie besonders mögen? Ja, ich liebe Klavier, das Instrument Klavier sehr, und Chopin hat sehr viel für Klavier komponiert. Und jetzt in diesem Speziellen, da hat mich besonders gefreut, dass Sie Swiatoslaw Richter genommen haben, denn den kannte ich persönlich. Er hat auch mal in der Schweiz gewesen, in Bern, und ich bin in der Sowjetunion auf den Ferien gewesen, und da lernte ich ihn kennen. Er war ein sehr angenehmer Gesprächspartner, er sprach fließend Deutsch, ist jetzt gestorben, er ist ein hervorragender Klavierspieler. Ihr ganzes Programm, was Sie ausgewählt haben für diese Sendung, ist klassische Musik. Ist das Musik, die Sie vorziehen? Ist das, was Sie in der Regel hören, wenn Sie Musik hören? Klassische Musik? Das ist richtig, ja. Ich spiele ja kein Instrument und ich bin auch nicht in einer besonders musikalischen Familie erzogen worden, aber das, was ich da ausgewählt habe, sind wirklich Lieblingsstücke von mir. Ich habe zuerst gedacht, Sie werden das kaum finden, dass Sie das zum Teil, Sie haben mir gesagt, das ist nicht so schwierig gewesen. Das war es nicht, nein. Ich habe gedacht, das muss sehr schwierig sein. Ich bin froh, dass das alles da ist. War das früher auch schon so, dass Sie klassische Musik bevorzugt haben, schon als junger Mensch, oder hat sich das erst im Laufe des... Nein, das war schon immer so. Ich habe immer, nun eben, wenn man kein Instrument spielt. Wenn ich Klavier gespielt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch Marschmusik in der Jugend gespielt, aber wir durften kein Instrument lernen, meine Brüder und ich, und so bin ich halt von Anfang an ein bisschen... Ich bin nicht sentimental, aber einfach so, das finde ich einfach schön. Ja, und gingen Sie denn schon früh in Konzerte, schon als junger Mensch? Das ist ich gehe auch jetzt nicht in Konzerte oder nur sehr ungern. Ich habe eine dumme Gewohnheit, wenn ich da sitze und dann schaue ich mir die Leute an. Ich weiß nicht warum, ich kann mich nicht konzentrieren, aber ich schaue die Gesten des Dirigenten. Ich schaue das an und da ist die Musik dann zweitklassig geworden. Ich kann also am besten zu Hause, wenn niemand da ist, kann ich eine Platte hören. Aber im Konzert, ich gehe schon seit Jahren nicht mehr in ein Konzert. Aber nur aus diesem Grund, weil ich es nicht genießen kann. Ich sehe eine Frau mit einem breiten Hut oder zwei lachen leise miteinander und solche dumme Sachen sehe ich dann. In den schon eben zitierten Lebenserinnerungen, die Sie ja kürzlich herausgegeben haben, steht unter vielen Kernsätzen der Satz: Ich bin eigentlich ein sehr lieber, braver Mensch. Was meinen Sie damit genau? Das weiß ich nicht, was ich da gemeint habe. Ich denke schon, dass ich ein braver Mensch bin. Ich übertrete keine Gesetze, wenn es anders geht. Wissen Sie, es ist bei mir so gewesen, ich bin einmal, also vor sehr langer Zeit, in den 30er Jahren, da war ich in Zürich und da bin ich verhaftet worden zu Unrecht und ich bin 8 Tage in Bezirksgefängnis gewesen. Ja. Und dann bin ich vor einen Bezirksrichter gekommen, der hat mich gefragt, wie war denn das? Und ich habe es erzählt, er gesagt, dann können Sie gehen. Weswegen wurden Sie denn verhaftet? Ich wurde verhaftet, weil das ist eine lange, dumme Geschichte. Sie wissen, dass man, wenn man so Militärdienst leistet, muss man im Zivil das Obligatorische schießen. Und ich habe das nicht gemacht. Ich habe ein Aufgebot bekommen für 3 Tage Militärdienst und ich bin nicht gegangen. Das ist halt so, in der Jugend macht man solche Sachen. Und dann habe ich 6 Tage ins Gefängnis gehen sollen deswegen. Und da habe ich mein Zimmer, damals hatte man noch möblierte Zimmer, habe ich mein Zimmer gewechselt, vom Rennweg an die Strehlgasse, ich kann mich noch gut erinnern. Und dann natürlich ist eines Tages die Polizei doch gekommen und hat gesagt, Sie sind ja da, Sie haben ja gelogen. Der Vermieter des Zimmers hat eingeklagt wegen Betrug. Und dann hat ihm der Richter gesagt, ja, wenn er hätte gesagt, statt irgendeinen Namen Zink oder was, wenn er ihm gesagt hätte Steiger, hätten sie ihm dann das Zimmer nicht gegeben. Dann hat er gesagt, doch, warum nicht? Dann hat er gesagt, dann ist es ja kein Betrug, Sie können gehen, Herr Steiger. Immerhin habe ich eine Woche... Haben Sie Gefängniserfahrung gesammelt? Ja. Wie war das, im Gefängnis zu sitzen? Sehr außerordentlich schwierig für mich. Eine Tür ohne Falle, einfach...
Wissen Sie, ich habe sogar auf einem Schiff am Zürichsee habe ich den Eindruck, ich sei eingeengt. Ich habe das nicht gern, wenn ich nicht raus kann. Ich muss rauskommen. Das ist eine dumme Eigenschaft von mir, aber wahrscheinlich viel wegen dieser 8 Tage, die ich da im Bezirksgefängnis gesessen habe. Jetzt habe ich noch eine Vorstrafe publik gemacht. Haben Sie das literarisch ausgewertet, diese Erfahrung im Gefängnis? Nicht so, also in dieser Form, aber wahrscheinlich hat es ich habe ja nur einmal so Erinnerungen geschrieben, aber wahrscheinlich hat es in einem Roman oder in Kurzgeschichten, irgendwie ist das vorgekommen, ich weiß es nicht. Aber Sie haben es nicht bewusst versucht Nein, nicht zu verarbeiten? Bewusst. Die nächste Musik ist ein kurzes Lied von Ludwig van Beethoven. Ich liebe dich so wie du mich. Und dieses Lied liegt Ihnen sehr am Herzen. Ja, aber ich kann nicht sagen, warum. Ich habe nicht eine Liebschaft, eine große. Ich sage nur, es ist ein wunderbares Lied vom Text und von der Musik her. Für mich. Es singt Olaf Behr, Bariton, Geoffrey Parsons begleitet ihn am Klavier, Ludwig van Beethoven, ich liebe dich so wie du mich. Ich liebe dich so wie du mich am Abend und am Morgen. Noch war kein Tag, wo du und ich nicht teilten unsere Sorgen. Auch waren sie für dich und mich geteilt, leicht zu ertragen. Du tröstetest im Kummer mich, ich weint in deine Klagen, in deine Klagen. Drum Gottes Segen über dir, du meines Lebens Freude. Gott schütze dich, erhalt dich mir, schütz und erhalt uns beide. Gott schütze dich, erhalt dich mir, schütz und erhalt uns beide. Erhalt uns beide. Erhalt uns beide. Beethoven, ich liebe dich, Otto Steiger, Sie haben jetzt während dieses Liedes immer so vor sich hingelächelt. Wurden da Erinnerungen wach oder warum haben Sie es? Nein, es wurden keine bestimmten Erinnerungen wach, aber ich weiß noch nicht, wer das gedichtet hat. Ich weiß einfach von mir aus, ich kann einfach sagen, es ist das schönste Lied, das ich kenne. Das ist aber gilt nur für mich. Es ist nicht, weil es etwas sentimental oder so ernst ist. Mir gefällt die einfache Musik und die einfache Sprache wahrscheinlich. Ich kann nicht sagen, es ist einfach für mich die schönste Musik, die ich hören kann. Nach diesem Lied Ich liebe dich drängt es sich natürlich auf, von Ihrer Ehe zu sprechen. Sie haben ein langes Leben hinter sich und auch eine lange Ehe und Sie haben das Privileg, immer noch mit Ihrer Frau zusammen zu sein. Ja, das ist wahr. Wir sind über 50 Jahre geheiratet und wir lieben uns immer noch, und also wie man sich liebt noch im Alter. Aber das hat nichts mit meiner Frau zu tun. Das ist einfach so eine abstrakte Liebe. Ich finde, es ist einfach ein wunderschönes Gedicht und eine wunderschöne Melodie dazu. Mhm. Ich kann nicht erklären, warum. 50 Jahre Ehe, eigentlich haben Sie ein glückliches Leben geführt. Ja, ich kann mich nicht beklagen und oft kommen auch Leute zu besuchen, die denken dann, wenn man so alt ist wie ich, müsste man irgendwie pessimistisch oder deprimiert sein. Aber ich bin weder pessimistisch noch deprimiert. Ich lebe noch, solange es geht.
Aber ich weiß auch, dass der Tod vor der Türe steht. Und das hat mir in der Jugend eine Riesenangst gemacht. Ich konnte oft ganze Nächte nicht schlafen, weil ich dachte, so liege ich mal im Sarg. Ich kann das heute denken und es macht mir sehr wenig aus. In den zahlreichen Werken, die Sie geschrieben haben, kommen immer oder fast ausschließlich Menschen vor, die immer ausbrechen möchten, etwas anderes unternehmen möchten, und dann tun sie es doch nicht. Den entscheidenden Schritt, den wirklichen Ausbruch, wagt eigentlich kaum einer. Sind Sie mit Ihren Figuren verwandt? Das glaube ich nicht. Nein, aber sie interessieren mich einfach. Mich interessiert nicht der große Held, also Winkelried ist ja nett, aber die Leute, die heute mich interessieren, die Leute, die heute hier leben. Ich habe auch nie einen Roman oder eine Geschichte geschrieben, die in anderen Zeiten, in früheren Zeiten spielt, sondern eben Leute, die mir im Tram begegnen oder so, da konnte ich eine Geschichte darum machen. Manchmal passiert es mir noch heute, wenn ich im Bus fahre und ich sehe zwei Frauen, die miteinander reden, das kommt mir durch den Kopf, da könnte ich eine Kurzgeschichte schreiben. Aber Leute wie Sie und ich, will ich mal sagen, nicht wahr? Einfach keine Menschen, die außerordentlich sind in irgendeiner Form, sondern Menschen wie alle sind. Und die haben auch ein Schicksal. Mich hat von Anfang an das Schicksal des gewöhnlichen Durchschnittsmenschen interessiert und nicht der Auserwählte oder der tragische Mensch, sondern der Mensch wie irgendeiner. Nicht? Die haben auch ihr Schicksal und die haben auch ihre Schwierigkeiten und ihre Freuden. Man hat Sie öfter und immer wieder einen helvetischen Chronisten genannt. Hat Sie das Schweizerische, falls es das überhaupt gibt, interessiert immer? Nicht besonders, nein. Ich habe auch mindestens einen Roman geschrieben, der spielt in Frankreich. Ich meine also nicht das Besondere des Schweizers, sondern einfach das Besondere des durchschnittlichen Menschen. Der kann in Russland oder in Deutschland oder in Italien sein. Ich kann ihn nicht so gut verstehen, natürlich, wenn Sie in einem anderen Land sind. Aber ich sehe dieselben Züge oder dieselben Neigungen auch in anderen Menschen. In Ihrer Biografie gibt es ja einen Punkt, der für die breitere Öffentlichkeit damals sehr wichtig war, heute vielleicht wissen es nicht mehr so viele. Sie waren mal Nachrichtensprecher bei der Depeschenagentur in den Kriegsjahren. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Posten gekommen? Ja, ich bin von 1936 bis 1942 Nachrichtensprecher gewesen. Ich habe natürlich nie ein Tagebuch geführt, ich wusste es nicht. Aber plötzlich hat mir einmal Radio Bern eine Kassette geschickt und geschrieben, sie waren von 1936 bis 1942 Nachrichtensprecher. Wie ich dazugekommen bin, ich bin mal mit einem Kollegen heimmarschiert nach einem Schachspiel und der hat mir gesagt, er habe sich vorgestellt am Radio als Sprecher. Das war aber ein Deutscher und man hat ihm gesagt, Sie reden schon richtig Deutsch, aber es müsste ein bisschen schweizerischer klingen. Und dann habe ich gedacht, da kann ich auch mal gehen und ich bin dann gegangen. Damals waren die Nachrichten von der Schweizerischen Depeschenagentur redigiert. Und da haben sie mich genommen und dann habe ich von 36 bis 42, 6 oder 5 Jahre, habe ich dann die Nachrichten gelesen. Nicht allein, sondern mit einem Kollegen zusammen. Es waren ja 4 Dienste im Tag und das konnte einer nicht allein die ganze... Aber ich war immer im Militärdienst. Ich bin 1939 eingerückt als Soldat zur Truppe und dann hat man vom Armeestab ein Gesuch gemacht um Umteilung in den Armeestab, damit ich die Nachrichten lesen konnte, weil die Leute dann plötzlich einen anderen Sprecher hatten und die haben dann komische Briefe geschrieben. Ich habe dann ein paar so Briefe gelesen, die haben geschrieben, es seien ja aufgeschreckte Hühner, es seien gar keine Nachrichtensprecher. Aber das waren Studenten gewesen und die sind plötzlich vor einem Mikrofon gestanden und dann haben sie natürlich ein bisschen Angst gehabt. Das war ja in den Anfängen der Geschichte der elektronischen Medien, das war noch etwas anders als heute. Haben Sie damals das Bewusstsein gehabt, dass Sie jetzt in einer doch recht außergewöhnlichen Rolle jetzt da tätig sind? Haben Sie dieses Bewusstsein gehabt? Nein,
Ich habe schon gewusst, dass sie zu vielen reden. Oft ist ja passiert, wenn jemand mich kannte, der gesagt, du, ich habe die Nachrichten gehört und alle haben natürlich in dieser schweren Zeit während des Krieges und vor dem Krieg, in der Krisenzeit, haben ja die Nachrichten eine wesentlich größere Rolle gespielt als heute. Und da habe ich schon gewusst, dass die Leute, und da haben wir hin und wieder, es kommt sogar vor, dass mir heute noch Leute sagen, ich kann mich noch an ihre Stimme erinnern. Das glaube ich nicht, das ist nur ein nettes Kompliment, aber das halte ich für unmöglich. Nicht? Aber ich habe mich nie jetzt etwas Besonderes gefühlt. Ich habe auch nicht, es ist vorgekommen nach den Nachrichten, wenn ich gegessen habe im Restaurant, da wusste man, dass ich Nachrichten spreche, hat man gefragt, die Servierdoktor irgendwer, was war denn in den Nachrichten? Ich wusste es nicht. Ich musste mir so, es war schlecht geschrieben, nicht so wie das heute sicher gemacht ist, sondern auf einer alten Remington und enge Schaltung, um Papier zu sparen, mit Korrekturen und ich musste das noch korrigieren. Da hat mich also meine ganze Aufmerksamkeit nur auf das Sprechen gerichtet. Am Schluss wusste ich eigentlich, ja, wenn gerade eine größtmögliche Nachricht kam, ein Schiff versenkt oder so, aber sonst habe ich einfach kaum etwas gewusst. Warum haben Sie 42 aufgehört? Ich bin nach Zürich gegangen und habe mit einem Kollegen zusammen eine Handelsschule hier eröffnet. Die hieß dann Steigerschule. Ich glaube, die gibt es immer noch, aber die habe ich dann an einen verkauft, einen Herrn, den Sie auch kennen, an Paul Spahn. Das war der dann ungefähr das Gleiche im jüngeren Medium, im Fernsehmedium auch gemacht hat, der also Nachrichten, also Tagesschausprecher war. Er hatte damals schon im Fernsehen Nachrichten, das war 1954, da hat er schon Nachrichten am Fernsehen gelesen. Ich habe dann auch ganz kurz Nachrichten am Fernsehen gelesen, aber nur bis dann das Fernsehen von der Kreuzstraße weg ist, da bin ich nicht mehr gegangen. Das kann nicht so weit gehen. Sie haben in der Kriegszeit, währenddem Sie Nachrichten gesprochen haben, ja, Sie haben es vorher gesagt, Militärdienst geleistet, unter anderem bei der Filmzensur. Ja. Das klingt ja sehr bedrohlich. Was haben Sie da gemacht? Also während des Krieges das war eine Abteilung im Armeestab, die Abteilung Presse- und Funkspruch. Das gibt es, glaube ich, heute noch. Diese Abteilung hat die Abteilung Presse, die haben die Presse. Es konnte nicht in jeder Zeitung irgendetwas stehen, sondern es wurde natürlich geprüft. Und Sie haben die Filme zensiert. Und wir haben die Filme zensiert, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die Filme zensiert habe. Ich war Soldat und die Zensurkommission, das waren lauter Offiziere, und zwar hohe Offiziere, Obersten und so weiter, die haben dann vor allem natürlich die deutschen Filme und die deutsche Nachrichten, die hat man sehr streng kontrolliert. Nachher habe ich gelesen, dass die Schweizer Filme weniger gut taxiert worden seien, aber das stimmt nicht. Die Schweizer Filme hat man auch, die Präsenzfilme oder so, die sind sehr gut weggekommen, aber die deutschen Filme, da war es immer ein bisschen schwierig. Weil die Schweizer waren ja nicht Nationalsozialisten, das kann kein Mensch mehr ernst behaupten, nicht wahr? Das war jedenfalls in der deutschen Schweiz eine starke Strömung gegen die Nationalsozialisten. Otto Steiger, Musik, wir wollen wieder Musik hören und ich habe Sie vorhin nach Chopin gefragt. Wir haben jetzt schon einmal Beethoven gehört, wir werden gleich wieder Beethoven hören und ein drittes Mal am Ende der Sendung nochmal Beethoven. Sie scheinen Beethoven besonders zu mögen. Ja. Das kann ich wohl sagen. Und warum? Ich kann es nicht sagen. Es ist kein Grund, ich habe die Musik gern. Ich höre Beethoven sehr gern. Aber ich muss sagen, es ist schöne Musik, die mich anspricht. Ich kann nicht weiter sagen. Ich verstehe von Musik wenig. Ich kann nur sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Ich kann nicht sagen, dieses Adagio ist besonders schön oder so. Ich bin kein Fachmann in der Musik. Also, aber wir haben doch ein schönes Adagio cantabile, und zwar das aus der Sonate Pathétique. Und es spielt Murray Beaya Klavier.
Adagio Cantabile aus der Pathetik von Ludwig van Beethoven für Otto Steiger. Otto Steiger, wir haben am Anfang dieser Sendung etwas vom Reisen, vom Wegfahren gesprochen. Ich möchte jetzt nochmal auf eine Reise kommen, nämlich 1957 sind Sie nach Moskau gereist und das hat sich dann im Nachhinein eigentlich als eine Art Schicksalsreise eigentlich entpuppt. Das war ja 1957 nicht alltäglich, dass man nach Moskau ging. Sie sind dahin gegangen und Sie schreiben selber, vielleicht etwas naiv, vielleicht etwas unbekümmert. Ja, also ich habe 1951 den Roman geschrieben, Porträt eines angesehenen Mannes, und der ist dann ein paar Jahre später auf Russisch übersetzt worden. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe mal einen Brief bekommen von der Botschaft der Russischen in Bern. Ich soll kommen, und die haben mich zum Essen eingeladen, und dann hieß es, Ihr Buch, Porträt eines angesehenen Mannes, ist bei uns erschienen, und der sowjetische Schriftstellerverband lädt Sie zu 3 Wochen Ferien am Schwarzen Meer ein. Und ich habe dann zuerst einmal gesagt, wieso machen die das? Oder? Es hat aber dann geheißen, ob das wahr ist, weiß ich nicht, dass die Sowjetunion den Vertrag mit der Schweiz, es gibt so einen Vertrag, da kann man dann Urheberrechte schützen, dass sie ihn nicht unterschrieben haben und also berechtigt seien, so wie die Schweizer auch berechtigt seien, russische Musik zu bringen, seien russische sie berechtigt, das Literatur, zu tun. meinen Sie? Ja. Oder russische Literatur, natürlich. Dann ich bin dann gegangen in die Sowjetunion. Es hat schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Man hat mir allgemein abgeraten. Es war ja damals wirklich noch das Reich des Bösen, in Anführungszeichen. Und dann bin ich gegangen und ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es war sehr schön dort. Die Leute, es war schon anders als bei uns natürlich. Es war einfacher. Man hat immer dasselbe gegessen in Hotels. Da haben sie mich in georgische Hotels geführt, weil man dort sehr gut isst, aber das war gar nicht gut für unsere Begriffe, das war zähes Fleisch und so. Aber sonst am Schwarzen Meer war es sehr schön, ich habe gebadet, das war sehr schön. Und einmal habe ich meine Frau mitgenommen, ein andermal. Jedes Mal, wenn ein Buch auf Russisch übersetzt wurde, haben sie mich eingeladen, das war 5 Mal im Ganzen. 2-mal ist meine Tochter mitgekommen und 2-mal meine Frau und einmal bin ich allein gewesen. Damals 1957, als Sie dann zurückkamen in die Schweiz, mussten Sie eigentlich bitter bezahlen für diesen Ausflug. Ja, es ist natürlich so, damals war die Sowjetunion viel mehr verpönt als heute noch. Es war einfach das Reich des Bösen und dass ich das gemacht habe, hat mir schon geschadet. Vor allem hat es mir geschadet, weil meine Romane oder meine Bücher, die ich geschrieben habe, nicht mehr rezensiert wurden. Es war einfach still um den Steiger. Und das ist eigentlich für einen Schriftsteller schlimmer, als wenn er schlecht besprochen wird. Da kann noch einer sagen, das will ich doch mal lesen, wenn das so schlecht ist. Aber wenn gar nichts kommt in der Zeitung, das ist eben schwierig. So sind also dann meine nächsten Bücher nur sehr wenig besprochen worden, nur hin und wieder, kleine Auflagen. Aber ich habe erleben können, dass nicht. Schreiben Sie es dieser Reise und den Folgen zu, dass Sie eben im Schweizer Literaturbetrieb immer so ein bisschen am Rande waren? Ja, das schreibt oder wollten Sie das auch ein bisschen? Nein, das wollte ich nicht, aber es ist schon so, dass natürlich, man hatte auch im Schriftstellerverband dann, ich war damals Vizepräsident des Schweizerischen Schriftstellerverbandes und man hat mir dann nahegelegt, ich soll doch jetzt zurücktreten im Vorstand, nicht wahr? Im Zürcher Schriftstellerverein war ich Präsident. Und dann hat man mir auch gesagt, ja, weißt du, solltest du, dann habe ich gesagt, ja, ich trete gleich aus eurem Verein. Ich bin ausgetreten, man hat mich seither schon oft gefragt, willst du nicht wieder eintreten? Aber ich habe gesagt, nein, ich komme nicht mehr. Es hat nichts mit Politik jetzt zu tun. Ich mag nicht mehr. Im Schweizerischen Schriftstellerverband bin ich geblieben, einfach so, weil ich mache nichts mit. Aber das ist schon schwierig gewesen. Man hat schon gesagt, jetzt bist du als Kommunist verschrien. Und das war damals wirklich eine große Sache. Sie waren ja dann in der Folge der Rote Steiger. Waren Sie denn eigentlich jemals Kommunist? Nein, oder wo würden Sie sich denn
damals politisch ansiedeln? Nun, ich war natürlich schon eher links. Ich meine, ich war schon, sagen wir, ich bin sogar einmal eingetreten in die Sozialdemokratische Partei. Aber ich bin da nicht lange geblieben, nur ein Jahr, und dann habe ich gedacht, was mache ich da? Ich will mich ja nicht portieren lassen, ich bin wieder ausgetreten, aber ich wäre einfach Sozialdemokrat, ich wäre schon links gewesen, aber nicht Kommunist. Ich habe jedes Mal, wenn ich in die Sowjetunion gekommen bin, bin ich ja mit Schriftstellern und Journalisten zusammengekommen. Und die haben mich immer überzeugen wollen vom Kommunismus. Und ich habe ihnen immer gesagt, mich können Sie nicht überzeugen. Ich glaube das heute noch. Ich habe gesagt, ihr habt eine wunderbare Idee, aber ihr habt den Menschen vergessen mit seinem Egoismus. Das würde ich auch heute sagen. Meinetwegen kann das Christentum ist auch sehr gut, aber es ist doch nicht großartig für uns, weil wir haben einen Egoismus. Ich weiß nicht, wer uns den eingepflanzt hat, aber wir haben ihn. Können Sie sich noch erinnern, was hat diese Ächtung in Ihnen in Gang gesetzt? Sind Sie bitter geworden, wütig, zornig oder Nein, was hat Sie damals bewegt? Ja, es war eine riesige Enttäuschung. Wissen Sie, andere Bücher, die nächsten, die ich geschrieben habe, die sind einfach nur noch da und dort in irgendeinem Blatt besprochen worden. Schon recht, also ich kann nicht sagen. Ich weiß einen Satz noch, den die Zürcher Zeitung, glaube ich, geschrieben hat einmal. Bei Porträt eines angesehenen Mannes hat ich sage jetzt war es nicht die Zürcher Zeitung, ich weiß nicht, aber eine Zeitung hat geschrieben, der Steiger zeigt, wie sich der kleine marxistische Moritz den Kapitalisten vorstellt. So hat man etwa über mich dann gesprochen als kleiner kommunistischer oder Moritz, wie der meint, der Kapitalist sähe so aus, nicht wahr? Aber letztlich zählten Sie ja selber zu den Kapitalisten, nachdem Sie ja Unternehmer waren, eine Schule gegründet hatten und so weiter. Ja. Also da waren Sie ja doch eher dem Kapitalismus näher als dem Kommunismus. Das ist richtig, ja. Die Schule habe ich mit den Jahreszahlen wird es ein bisschen schwierig, ich glaube 1943 habe ich die Schule gegründet. Aber da war es schon nicht mehr so arg schlimm. Es war schlimm, sehr, sehr schlimm in den 30er Jahren. Nachher war es ein bisschen weniger schlimm. Also die Bücher, die ich während des Krieges habe ich lange kein Buch geschrieben, hatte ich einfach zu viel zu tun in der Schule. Aber nachher die anderen Bücher sind auch ein Buch ist sogar in Deutschland verlegt worden. Das war ein Misserfolg, aber da ist der Verleger schuld. Der nächste Komponist, Otto Steiger, von dem wir etwas hören, ist Antonin Dvorak aus der Sinfonie aus der Neuen Welt. Und zwar wollten Sie etwas aus dem Largo hören, dem zweiten Satz. Es spielen die Berliner Philharmoniker und dirigieren tut Raphael Kubelik.
Otto Steiger, das wollen wir hier nicht vergessen. Sie haben neben der Erwachsenenliteratur in Anführungszeichen sehr viele Jugendbücher geschrieben. War das denn nun, nachdem es die Schwierigkeiten gab mit den Erwachsenenbüchern, eine Art Ausweg für Sie, also mehr der Not gehorchend als dem eigenen Triebe, oder haben Sie für die Jugend geschrieben, weil es Ihnen ein Anliegen war? Ich möchte sagen beides. Ich habe ein Jugendbuch geschrieben und das kam sehr gut an. Da wusste niemand mehr, dass ich eigentlich ein verkappter Kommunist bin. Da hat man das war gut. Und dann habe ich eines in Deutschland verlegt und ich habe im Gesamten 8 Jugendbücher, nicht für Kinder, sondern für junge Erwachsene. Ich habe das immer gesagt, die Franzosen haben das immer in ihren Büchern geschrieben, für junge Erwachsene Jugendbuch. Und diese Bücher sind sehr gut gegangen, sind gut verkauft. Sie haben auch Preise bekommen? Ich habe den Schweizerischen Jugendbuchpreis, heißt der, glaube ich, bekommen, ja. Das war ein anderer Steiger offenbar. Es war ja doch eigenartig, dass man es einerseits für nicht angebracht hielt, ihre Bücher zu besprechen und zu fördern, die Erwachsenenbücher, und die Jugendbücher, die sind dann nicht gefährlich von dem ach so kommunistischen Steiger. Ist das nie aufgekommen, dass man gewarnt hat, den roten Steiger auf die Jugend loszulassen? Bei den Jugendbüchern nie. Und die Jugendbücher, die sind einfach, wie wenn sie von einem anderen geschrieben worden wären. Das war ein anderer roter Steiger, aber es war eigentlich der gleiche. Wenn ich mir nicht vor langer Zeit schon abgewöhnt hätte, auf irgendetwas stolz zu sein. Dieser Satz steht auch in Ihren Lebenserinnerungen. Das hat so etwas Resignatives. Warum sind Sie nicht stolz auf sich? Das ist eine gute Frage. Oder warum haben Sie sich abgewöhnt, stolz zu sein? Nun, als Jung, so mit 25, 30, da ist man noch rasch stolz, wenn man etwas macht, das ein bisschen gut ist. Nicht wahr? Da ist man, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, und es war veröffentlicht worden, das war schon in der Anfangs 40er, glaube ich, da bin ich schon noch stolz gewesen. Aber je älter man wird, desto weniger hat was mit Stolz zu tun. Heute bin ich wirklich nicht mehr stolz. Ich lebe einfach, aber nein, stolz bin ich nicht, keineswegs. War ich auch in den letzten 10, 20 Jahren nicht mehr. Ich habe Freude, wenn ein Buch gut verkauft worden ist oder wenn gut besprochen worden ist, aber ich werde auch nicht böse, wenn jemand schreibt, der Steiger ist ein verkappter Kommunist gewesen. Also es ist mir nicht so wichtig mehr. Das ist dann in der Tat die Weisheit des Alters, die man so oft beschwört. Das möchte ich auch sagen. Ja, es ist bei mir ein bisschen früh gekommen, aber sie ist geblieben. Wir hören noch ein Lied von Franz Schubert, Am Bach im Frühling. Warum haben Sie dieses Lied gewünscht? Es ist für mich das schönste Lied, das ich kenne. Bei Ich liebe dich so wie du mich, habe ich gesagt, das ist das schönste Lied. Ja gut, das ist das zweitschönste. Ich würde Beethoven doch noch voransetzen. Franz Schubert am Bach im Frühling. Es singt Christa Ludwig, Mezzosopran, Irving Gage am Klavier. Herzen
treiben immer gleiche Winde. Kein Hoffen kommt in meinem Sinn, als dass ich hier ein Blümchen finde, blau, wie sie der Erinnerung blühen, blau, wie sie der Erinnerung und rieselt's froh und frei dahin. Die Lüfte wehen wieder linde, und Moos und Gras wird neu und grün. Allein mit traurigem Gemüte tret ich wie sonst zu deiner Flut, der Erde allgemeine Blüte und meinem Herzen nicht zu gut, und meinem Herzen nicht zu Das war Christa Ludwig mit dem Lied Am Bach im Frühling von Franz Schubert. Otto Steiger, schreiben Sie noch? Es soll von mir noch im nächsten Jahr ein Band Kurzgeschichten herauskommen, aber sonst schreibe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal Lust habe. Es muss ja schon von innen kommen. Man muss schon Lust haben zu schreiben, sonst schreibt man ja nicht. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Roman schreiben werde oder Kurzgeschichten, vielleicht noch eine oder zwei. Man hat mir im Verlag gesagt, eine oder zwei Kurzgeschichten, die seien nicht so gut wie die anderen. Dann kann ich vielleicht noch zwei Kurzgeschichten schreiben, die besser sind als die anderen oder gut, gleich gut. Aber mehr werde ich nicht mehr schreiben, nein. Denken Sie auch an das Ende Ihres Lebens? Da wäre ich ein schöner Idiot, wenn ich das nicht hätte. Nein, ich denke schon daran, ja, und ich habe auch eine Entwicklung durchgemacht. Das ist begreiflich, jetzt steht das Grab oder der Tod vor der Tür. Und je näher ich ihm komme, desto weniger Angst habe ich davor. Ich habe in der Jugend, als Kind schon, hatte ich eine entsetzliche Angst vor dem Tod. Ich konnte ganze Nächte nicht schlafen, so mit 20 oder 16. Aber heute, wenn ich daran denke, dass er kommen kann, wann er will, lass ihn kommen. In Ihrem Buch sagen Sie auch, zum Tod, mehr als das Wann interessiert Sie das Wie. Das ist richtig, das würde ich immer noch sagen, ja. Also ich meine, wenn ich Glück habe oder wenn es nett ist, wenn das Schicksal gut mit mir meint, dann werde ich an einem Herzschlag sterben oder ohne Leiden. Sonst muss ich halt das auf mich nehmen. Also ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt leiden muss, bevor er stirbt in einer Krankheit, dass er nun von Gott bestraft wird. Das ist von mir aus völliger Unsinn, aber von mir aus nur. Aber ich würde trotzdem gerne rasch und schmerzlos sterben, nicht wahr? Ich bereite mich aber nicht vor irgendwie, ich mache nicht schon zu Hause meine kleinen Vorbereitungen für den Tod. Nein, ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall haben Sie noch Zukunft vor sich. Ja, noch ein paar Monate sicher. Ich hoffe es wenigstens.
Zukunft klingt vielleicht auch aus der letzten Musik jedenfalls Lebensfreude auf. Wir hören noch zum Schluss ins Trippelkonzert von Beethoven rein, das Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester. Und zwar in den dritten Satz, Rondo alla Polacca. Otto Steiger, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.